Willkommen, meine Damen, Herren und alles sonst so. Das haben wir jetzt sämtliche Hörer, die wir in diesem Podcast haben und irgendwie, ja, ich weiss nicht, ich habe keine Ahnung, wo der Satz hier hätte sollen. Ich habe einfach mal angefangen. Von dem her, ciao zusammen zu Metal Servola. Grüezi. Episode 15. Die Episode nach dieser Episode, wo der Ricky und mich schier das Leben gekostet hat. Voll. Einfach, weil wir beide das Gefühl haben, holy Jesus fuck shit, das ist jetzt nicht gerade wirklich passiert. Ja, das war geil gewesen. Das war wirklich geil gewesen. Für die es nicht mitbekommen haben. Bring das Sofa mal ein bisschen näher nach vorne. Sind wir wieder... Also ich probiere es jetzt professionell durchzuziehen. Für die es nicht mitbekommen haben, oder? Wir sind... Alright. Anscheinend sind wir irgendwie zu der Schweizer Metal Servola Prominenz dazugekommen. Get it? Metal Servola Prominenz? Weil wir sind Servola Prominenz, aber vom Metal-Bereich. Darum perfekt passt für unseren Bandnamen. Weil ich habe ja schon mal quasi beichtet, dass ich mich vor der höchstwahrscheinlich grössten Metalcore-Band, die die Schweiz hat. Sicher eine von der grössten, ja, definitiv. Ja, nennen wir eine grössere. Ich weiß nicht, ja, zwischen und Dreamshade ist irgendwie... Ja, aber der Dreamshade, nein. Ja, gut, ich Dreamshade hat keine 6 Millionen Aufrufe von 4 Songs. Stimmt. Gut, und auch, also Relevanz in der Deutschschweiz sicher hat man... Ja, also, ich wollte jetzt da nicht auf Dreamshade shitten, die sind eine riesen Band. Aber halt, durch das Metalcore einfach niemand mehr interessiert, Ja. wird es wahrscheinlich auch keine größere Metalcore-Band mehr geben wie Breakdown of Sanity. Du, ich warte immer noch, dass es mal eine Renaissance gibt oder so, der Cycle, weißt du? So wie Thrash Metal, Ja, wo so 90er einfach so runtergegangen ist und nachher wieder und jetzt ist irgendwie wieder weg. Ja, aber bei den 90er ist Metalcore runtergegangen, der Trash runtergegangen. Der Thrash ist aber wieder zurückgekommen in den 20er umeinander, oder? So 20. Nein, 2010 im Fall mit okay, das heisst aber, die ganze Scheiße. Das heisst aber 20 Jahre geht's. Das heisst, in den 2010er war Metalcore oben gewesen. Das heisst, 2030 kommt Metalcore wieder zurück. Ja, wahrscheinlich. Von dem her, Oli, Carlo, Rest von der Crew, 2030. Machen wir wieder, dann läuft's. Yes. Haben wir marketingtechnisch herausgefunden, businesstechnisch. Nein, ja, wir sind bei Breakdown of Sanity im Proberaum gewesen, was absolut insane war. Scheiße. Gott insane gewesen, weil, ja, also ich kann es immer noch nicht glauben. Es ist Breakdown of Sanity. Also keine von unseren Posts auf Instagram oder Facebook hat jemals auch nur irgendjemand interessiert. Ja. Ladst einmal ein Foto auf mit dir, dem Ricky, dem Carlo und dem Oli. Es sieht aus wie ein Boyband-Bild und hast das Breakdown of Sanity Logo drauf. Ratzfatz hast du 150 Likes. Nein, und das Lustige war, dass Leute sind gekommen mit auf Englisch am Schreiben so wie ja, was für Sprache ist das und so? Also, Schweizerdeutsch. Und so, oh fuck, das verstehe ich nicht. Und ich habe extra Mühe gegeben. Ich habe für unsere Clips habe ich Untertitel gemacht für YouTube. Und das habe ich mit Hand gemacht. Also ich habe zuerst mal alles aufschreiben, was wir geredet haben. Ich musste alles übersetzen auf Englisch und timen, sodass es genau dann passt mit dem Content. Und ich habe für den einen Clip, der 6 Minuten geht, habe ich etwa 3 Stunden gehabt. Fucking hell. Fuck my life. Also es tut mir mega leid für Leute, die das Subtitle info. Es ist so fucking schlimm. Und ich habe gedacht, ich mache für den ganzen Podcast so, ja fuck, ist nicht so schwierig. Ja gut, aber die es als Job machen, die können ja auch Geld dafür über. Anyway, ich will sagen, danke vielmals, dass wir vorbeikommen, weil von dieser Aktion haben ganz sicher nicht Breakdown of Sanity profitiert, sondern eher wir. Ja. Rein was grösser Verhältnis auf allen Ebenen angeht. Ja, ich finde einfach cool, dass nachher kannst du irgendwie die Leute hinter die weißt du, gewisse Namen sind so gross und du findest, das sind crazy und so, aber nachher kennst du die Menschen dahinter und nachher gefällt sie noch mehr. Ja, ich habe das ja auch schon zugegeben, dass ich ein ignoranter Bastard war früher. Ich habe mich ja auch erst mit Breakdown of Sanity wirklich angefangen auseinandersetzen, nachdem ich mich vor dem Oli zum Aff gemacht habe im Hurricane Festival. Und ja, also es ist wirklich, also Respekt vor der Band habe ich ja schon immer gehabt. Aber es ist wirklich einfach, es hat mir den Horizont geöffnet. Und ich habe von vielen Leuten auch gehört, dass sie das hure cool gefunden haben. Mega. Weil ja, irgendwie die Band in der Szene immer noch hure beliebt ist. Ich meine, egal wo du hingehst, du siehst immer noch Breakdown of Sanity Moshpants, du siehst immer noch Breakdown of Sanity T-Shirts, du siehst Breakdown of Sanity Hoodies, du siehst Breakdown of Sanity Basecaps. Du siehst... Ja, du bist nächste Woche am Greenfield, da ist fix einige von denen gesehen.
100 Pro. Und du siehst immer noch auf den Kommentaren so, oh mein Gott, hoffentlich können wir jetzt wieder zurückkommen. Also eben, es ist wirklich, es ist wirklich insane, dass wir Ja, nicht der hat jetzt auch kommentiert so, ich hoffe, ihr habt dich gezwungen, neue Musik zu machen und zu uns jetzt zwingen. Ja, wir sind, stell dir vor, Alter, wir laufen so mit den Knarren im Bandraum rein. Los, release it! Machen etwas. Nein, aber da habe ich ein sehr cooles Argument gefunden von Oli, so wie, hey, sie wollen nicht einfach etwas releasen, wo alle schon mal gehört haben, einfach die Musik recyceln, die sie gemacht haben, oder? Das stimmt, ich kann eigentlich darauf auswählen, dass, obwohl die Band quasi so Ding ist, es gibt ja nicht, also ich habe nicht so viel gefunden im Internet über sie. Ich auch nicht. Das war ja eigentlich so quasi wie fast schon eine Premiere gewesen. Ich habe, das Einzige, was ich gefunden habe, ist 10 Facts about Things von Empirical. Genau, und es ist so einfach, es hat keinen Inhalt. Ich so, alright. Gut, als ob unser Podcast Inhalt hat. Ja, aber es ist so wie typisch YouTube von vor 10 Jahren. Es ist einfach, noch niemand hat gewusst, was machen. Und aber so wie, aber weißt du wieso? Ja? Weil es ist YouTube vor 10 Jahren gewesen. Hey, stimmt, ja, aber es ist wirklich noch nicht festgelegt. Nein, aber ich habe es mega, mega cool gefunden. Und das Coole ist, Leute können es immer noch hören, wenn sie es noch nicht gehört haben. Falls sie unter einem Stein wohnen, weißt, oder in der Ferien sind und jetzt nicht gecheckt. Gehen Sie mal hören, es ist wirklich sehr spannend. Ich habe es zu viel gehört, weil ich den Scheiß editiert aber immerhin sehr spannend. Ich habe noch am Montag, also dem Montag gerade noch den Problem Invaders, den Vlog, dahin können noch editieren. Habe ich aber leider nicht geschafft. Und, ist jetzt da verlinkt. Viel Spaß, Ricky, das Ding reinzutun. Ah, scheiße, jetzt muss ich das finden. Nein, und das war auch sehr lustig gewesen. Wir haben einen Roadtrip gemacht mit dem Bruder Mike. Mit dem Aussenkorrespondent Mike. Ja. Mhm. All in all wirklich eine sehr coole Erfahrung gewesen. Und ich habe die Stories einfach mega lustig gefunden. Scheiße, Vegan, was ist sie? Der Vegan Straight HC. Ist einfach, gewisse Sachen ändern sich einfach nicht. Ja, die Vegan Straight Edge Bands, die nicht checken, dass sie, wenn du nicht checkst, dass du mit Vegan Straight Edge Band spielst, bis es spät ist. Ja, aber genau. Nein, aber eben, können Sie abchecken. Ist cool gewesen. Aber das ist schon vor. Es ist vor 2 Wochen gewesen. Ich habe mal geschaut, also das Schedule ist immer noch einigermaßen am Point. Die eine Woche, wo du krank warst und ich verhängt habe, dass ich noch so einen Podcast aufnehmen sollte, weil ich einfach sonst mein Leben geplant habe. Ich bin seit einem Monat krank. Wir haben einmal eine Woche verschoben, aber seit der Breakdown of Sanity Folge sind es wieder 2 Wochen. Der Podcast ist zwar am Montag rausgekommen, aber wenn du so die Wochenraster anschaust, sind es 2. Ja. Podcast ist rausgekommen in dieser Woche, dann eine Woche Pause und jetzt in dieser Woche kommt der Podcast. Also es sind 2 Wochen zwischen denen. Einfach halt eine lange Woche und nicht so eine kurze Woche. Wir bleiben dran mit unserem Schedule. Bei uns gibt es keine Sommerpause. Ja, es gibt keine Sommerpause. Wir müssen Ende Jahr den Brian und den Josh eingehalten haben, was Episoden angeht. Nein, also wenn wir 2 Weekly halten bis Ende Jahr, sollten wir plus minus 25 haben. Shit, Alter. Wie viel haben sie? 40? Ja, ist brutal, ja. Ja, gut, in dem Fall. Josh und Brian, wir haben schon lange nicht mehr über euch geredet, aber wir kommen. Nein, ich muss sagen, also die Jungs machen jetzt. Wenn ihr am Greenfield Festival eine Collab sehen, schreibt es bei beiden Podcasts in die Comments. Der Brian und der Josh, der Cheyenne und der Bosch. Der Cheyenne und der Bosch, Alter, nennen wir sie nur noch so. Die sind ja an einem Festival als Moderatoren angemeldet. Ja, der Bullhead Festival. Hey, wenn wir uns dort einfach noch als Medien, also nicht als Moderatoren, sondern einfach einen Medienpass beantragen und ihnen einfach 24/7 auf den Piss gehen. Fix, ja. Einfach so die ganze Zeit sie interviewen. Eigentlich nur sie interviewen. Das können wir gerne machen. Nein, aber ich finde es sehr cool, wie die Jungs auch weitermachen. Und eben, ich höre auch immer, wenn es rauskommt. Ich finde es sehr cool, dass sie es weitermachen. Eben, EMS Boys sind auch dabei, auch wenn sie nur einmal im Monat machen. Ich würde es gerne öfters sehen, aber ja. Hey, mir ist gerade ich habe mir einen Introsatz überlegt zu diesem Podcast. Was? Ich wollte eigentlich sagen, ich habe das letzte vor dem Kühlschrank die Heime gedacht, hey, das wäre doch ein geiler Introsatz. Einfach so kommen, ciao zusammen, ihr habt wieder eingeschaltet zu einem von den 2 Metal-Podcasts. Es gibt schon mehrere, aber die halt ich kenne, sind EMS und Wer blasset was und mir. Die anderen kennen wir halt nicht. Ich habe mal gegoogelt und es ist doch ein paar, aber ich habe nie wirklich davon gehört. Müssen wir den mal Metal-Podcasts bewerten?
warten wir, bis es mehr gibt, weil ich bin sicher und ich will auch mehr Podcasts sehen. Im Fall, ich will sehen, dass auch Ich will Bands selber ihre eigenen Podcasts haben, einfach zum, weißt du, ich find den ganzen Prozess von den Leuten hinter der Musik Alter, kennenlernen so geil. Ja, das ist eben das. Das ist eben das gewesen. Du hast mega viel, ich habe mega viel gehört über so, wie es ist, vor allem eben, wie Breakdown of Sanity Songs schreibt. Wie Dings. Weil ich habe bis jetzt, jedes Mal, wenn wir irgendwie einen Gast haben oder sonst etwas herausgefunden, dass jede Band, du hast immer das Gefühl, okay, im Endeffekt machen doch alle Bands das Gleiche. Mhm. Nein, jede macht etwas komplett anderes, auch wenn es eigentlich das Gleiche ist. Ja, voll, ja. Ja, und auch siehst du den Progress, wie quasi der Songwriting-Prozess auch sich ändert, oder? Finde ich auch sehr spannend. Und allgemein einfach ich finde, jede Band hat ihre Storys und so mal hören, oder? Weil wir würden auch versuchen, ein bisschen mehr Bands im Podcast zu haben, aber es ist schon ein Aufwand, die Program Invader zu machen. Da muss schon Ja. einen ganzen Tag einplanen. Was recht schwierig ist bei Ja. unserem Schedule, weil Voll. er ist einfach Business und ich bin einfach Business von dem Wir her. sind beide Business. Ich 2 Bands, du 2 Bands. Stimmt. Du bist auch Journalist, du schaffst 100%, ich studiere, du machst Velo. Velorennen fahren. Genau. Ah, Das Scheiße. ist einfach, aber wir wollen definitiv mehr. Vor allem, du hast das Wichtigste vergessen. Ja. Wir schnurren halt auch einfach gerne. Und wenn wir Bands einladen, können wir weniger reden. Von dem her ist es eigentlich schon gescheit, wenn wir, weißt du, zum eigenen Ego ein bisschen Ich habe beides gerne. Ich habe gerne die jetzt, ich würde sagen, die High-Shows, oder wo wir einfach so die irgendwie Recap machen. Das ist auch wichtig, irgendwie mal, es ist cool beim Pro-Room von Bands und so, aber nachher einfach mal recappen, können auch ein paar Konzerte, Shoutouten und Releases. Voll. Weil da verlieren wir nicht die Connection mit Leuten. Weißt, genau. Ich habe vor allem einfach, ja, das ist Ricky seine sympathische Antwort. Meine Ding ist einfach, ich finde einfach viel mehr Leute sollten auf mich hören, von dem her brauche ich mehr in der Zeit. Nein, ey. Haben wir schnell recappen, was die letzten seit dem Breakdown of Sanity Dings schon passiert ist? Was hast du alles so gemacht da? Ich war in der Ferien für eine Woche. Ich war in Budapest, weil ein Kollege geheiratet hat. Und darum hast du so fancy ausgesehen? Ja. Ich tue mich nicht einfach so fancy kleiden für nichts, oder? Also du hast heute ein fancy Hemd angehabt, das ich dich gesehen habe mit deinen Hunden. Also wenn ein Hawaiian Hemd fancy ist, ja. Ja, also du hast es getragen, als ob es fancy wäre. Also ich will sicher mehr Hawaiian Shirts jetzt im Sommer noch tragen. Aber ja. Nein, aber es ist cool gewesen. Fucking geiles Essen. Ich habe gefressen wie ein Blöd im Fall. Und ich habe versucht, Metal Bars wieder zu suchen. Aber irgendwie habe ich nicht so Erfolg gehabt im Fall. Also da habe ich wirklich so unsere Zürcher Metal-Szene irgendwie vermisst. Wir haben einfach wir haben Ebri. Das Renegades in Vinti. Renegades in Vinti, Valhalla in Basel muss ich mal besuchen. Habe ich gehört, ist sehr cool. Ja. Und eben in Bern bin ich noch nie gewesen. Aber immerhin hast du einfach eine Metal-Bar in der Stadt. Dort hast du so ein paar Bars gehabt, wo zwar sind so AC/DC, Rock, Boomer-Pubs gehabt, aber weißt du, im Ebri hast du fucking verbrannte Logos von Black Metal Bands vom Tisch und so. Das ist einfach geil, oder? Ja. Ja. Aber was ich cool gefunden habe, ist, es hat so eine Ruinenbar gegeben, so Bars, die einfach in der Ruine von der Stadt gebaut sind. Oder? Wirklich sehr interessantes Konzept. Aber ja, das ist it. Ich habe gegessen, gesoffen mit der Freundin und es war lustig gewesen. Warm die ganze Zeit. Viel Geschichtsmuseen geschaut und besucht und über die Mittelaltergeschichte von Ungarn gelernt. Und das ist was ich gemacht habe. Sonst habe ich nicht viel gemacht, außer Podcasts editieren und Vlogs editieren. Scheiße, nimmt hure Zeit, Alter. Sag's nicht. Also, wir nehmen das jetzt um die 7 Uhr auf und ich bin nachher bis 1 am Morgen meditieren. Aber das Problem ist nicht editieren. Ich sage dir, die Sache ist, wenn du von Speicherkarte musst den ganzen Scheiß übertragen. Das Video geht irgendwie fucking 40 Minuten, Audio geht ein bisschen schnell. Wenn du Multicams hast du hure lang. Aber nein. Das heisst, heute hast du nicht so lange? Heute nicht so lange, weil heute tue ich direkt im PC aufnehmen, das Audio. Das machen wir lieber so, wenn wir daheim sind. Weil sonst, wenn wir im Programm sind, dann nehme ich das Gerät mit. Aber was hast du gemacht in dieser 2 Wochen? Ich habe gerade im Handy nachgeschaut. Nichts.
Es ist wirklich nichts gelaufen. Außer, dass ich am Slam Dunk Festival in Britannien war. Ja, und ich In habe gehört, London. du hast so ein bisschen Odyssee gehabt. Ein bisschen Odyssee, Alter, das Mhm. Schlimmste ever gewesen. Also die Dinge sind, der Nico war auch dabei gewesen, wo Mhm. wir uns die Kamera gemacht haben, wo wir sind Xonor. Ehrenmann Nico. Honor, Xonor, Honor, Aber ich finde auch, Xonor, Honor. ja, aber ich finde einerseits lustig, einerseits ein bisschen traurig. Der Nico ist auch mega Breakdown Sanity-Fan. Mein lauter Mike mitgenommen. Ja. Ich kann natürlich nicht überlegt, oder? Ich wollte auch nicht den Nico die ganze Zeit stressen. Hey, willst du Kameramann sein bei dem Programmbild und so? Aber ich habe natürlich nicht gedacht, er ist ein riesiger Breakdown Sanity-Fan. Und wir haben einfach nachher unsere Brudi Mike gefragt zum Kameramann sein. Ja, das ist... Obwohl, der Nico ist der Grund gewesen, warum du deine persönliche Breakdown Sanity Playlist bekommen hast. Was ist der Name von der Playlist? Sie heisst Breakdown of Sanity Essentials. Genau. Und, ich teile den Link sonst auf Spotify, wenn der Nico ihn öffentlich macht. Ja, und ich finde auf Instagram. Ich finde einerseits traurig, aber auch sehr lustig, dass wir einfach extra den Nico nicht eingeladen haben zum Kameramann. Ja, man hat ja nicht mal extra den Nico nicht mitgenommen. Wir sind im Auto gehockt und der Mike irgendwann so, wieso haben die eigentlich nicht wieder den Nico mitgenommen? Der läuft ja die ganze Zeit mit Breakdown of Sanity Merch rum. So, fuck! Ja! Eben, weil der Mike hat uns auch gesagt, hey, wenn er keinen Kameramann hat, er kommt gerne mit. Und ich so, alright, cool. Aber ja, anyway. Es tut mir leid, Bruder. Darfst du am Greenfield wieder arbeiten, wenn du willst. Yes. Aber, so schlimm ist es nicht. Der Nico war ja auch am Dead Like Julia Konzert, wo der Oli und der Carlo waren. Dem her. Sie haben sogar noch gewusst, von wem wir reden, wo wir Nico gesagt haben. Aha. Sie haben gesagt, das ist der, der am Dead Like Julia Konzert war. Der Nico ist famous jetzt. Er ist famous. Dropout Kings folgen auch einfach ihm. Ohne irgendeinen Grund folgen ihm Dropout Kings auf Instagram. Er hat sie weder geliked, noch ein Foto gepostet von ihnen, noch irgendwie ein Foto geliked oder kommentiert. Sie folgen ihm einfach. Kein Blassen, wieso. Geil. Das ist der Hammer. Wo bin ich erst da? Ja, Slam Dunk. Okay, der Dave von Safer als Breath ist auch mitgekommen. So zum ein bisschen Name droppen. Und wir hätten eigentlich am Freitagmorgen wären wir geflogen, dann wären wir am Freitagnachmittag Harry Potter Studios anschauen. Am Donnerstagabend um 9 Uhr kommt ein E-Mail rein, von wegen, hey Bros, euer Flug ist cancelled. Und wir so, fucking hell. Dann haben wir einen Flug buchen. Dann hat die Kollegin 6 Tickets im Swiss-Flug um 9:30 gehabt. Im Warenkorb, alles super, ready to go. Klickt auf Kaufen. Wir haben natürlich einen Flug canceln, umbuchen, neu machen, weil das wird ja alles nicht funktioniert jetzt. Klickt drauf, nachher steht jetzt so, diese Anfrage konnte nicht verarbeitet werden. Wir schicken sie zurück zum Anfang. Und nachher kommt Swisspage, die Nuttensöhne. Weil, ist ja logisch, wenn ein Flug mit 250 Leuten einfach ohne nichts cancelt wird, suchen die sich alle einen Ersatzflug am Samstag. Der Flug wäre für jeden, glaube ich, 250 Stutz gewesen, was okay gewesen wäre. Immer noch viel zu teuer, weil es halt einfach quasi... Nur hin? Ja. Damn, Alter. Weil es dann einfach gleich viel gewesen wäre wie der Flug hin und zurück, was du vorher gehabt hast. Aber es war halt der einzige, der einigermaßen zu einer gescheiten Zeit geflogen wäre. Und dann so, ja, das kommt sie an den Anfang zurück. Ey, jedes Ticket 690 Stutz. Und bei jedem Schritt, den sie weitergeklickt hat, einfach zum Ausprobieren, ist es einfach 10 Stutz offen oder noch mehr. Hey, am Schluss wäre es besser gewesen, dass sie einfach das Auto mietet und nicht fahren. Alter, nein, wir sind dann am Schluss. Am nächsten, ja, das Ding ist, wir werden ja nie ankommen. Und nachher haben wir irgendwann einen EasyJet-Flug gefunden, der um 9:30 am Freitagabend gegangen ist. Das heisst, Harry Potter Studios haben wir uns an den Arsch streichen, weil das Scheiße, weil das hätten wir am Freitagnachmittag gemacht. Das sind wir quasi um 9:30 dort am Gate gestanden. Nachher heisst es, ja, der Flüger ist 1,5 Stunden verspätet. Geil. 9:30, kannst du mal rechnen, dann wird 11 Uhr. Oder wir bis um 11 Uhr dort am Flughafen am Saufen. Und das war am Samstag? Nein, am Freitag. Freitag immer noch, alright. Am Samstag war Slam Dunk. Und wir am Freitag dort am Saufen. 10:30 11 in den Flüger, 1,5 Stunden auf Großbritannien geflogen, gelandet, nicht aus dem Flugzeug raus können, weil niemand gekommen ist, was das Flugzeug aufmacht. Geil. Dann aus dem Flugzeug rausgekommen, im Bus. Der Bus fährt 4 Runden, weil es zu viele Leute hat im Terminal. Wir so, was, es hat zu viele Leute im Terminal? Nachher kommen wir an und dann heisst es so, yo, die automatische Passkontrolle ist kaputt. Es müssen jetzt alle bei den regulären Menschen durch. Also wir haben noch 2,5 Stunden in dem Rechtsflughafen gestanden. Nicht einmal, weißt du, welcher Flughafen? Ah ja, Luton, wo eine Stunde von London weg ist, weil du einfach keinen anderen Flug mehr gehabt hast. 2,5 Stunden dort gestanden, wir sind dann am fucking Morgen um 3 im Airbnb gewesen, etwa. Also angekommen. Und dann haben wir 4 Stunden später am 7. dürfen aufstehen, um ans Slam Dunk Festival zu gehen. Gottverdammt, ist das beschissen gewesen. Also, das war alles richtig beschissen gewesen. Haben mich richtig voll nicht mehr cool gefühlt. Einfach so, alles für den Arsch gewesen. Und dann sind wir am Slam Dunk Festival gewesen.
dann haben wir ein paar Bier reingeklebt, ich habe mir die Pit Viper angelegt und dann war es geil. Irgendwann ist es dann geil. Gespielt? Ja, das ist jetzt Alright. Für die Slam Dunk nicht kennen, das ist ein Festival in Ich kann es auch nicht. England. Für mich Slam Dunk ist Anime über Basketball. Ich bin das erste Mal am Slam Dunk 2019 und das Line-Up erzähle ich auch nachher, weil das ist das böseste Mutterficker-Line-Up ever gewesen. Das kannst du dir nicht vorstellen. Slam Dunk 2023 haben unter anderem gespielt. Ich gehe jetzt einfach mal kurz. Ich kann nicht alles vorlesen, das wäre zu viel. Aber mal die grossen Namen: Enter Shikari, Billy Talent, Paris, Kids in Glass Houses, Underworld, Wargasm, die sind absolut sexy, Trash Boat, Offspring, Bowling for Soup, Less Than Jake, Vlogging Molly, Gogol Bordello, Melancholine, Zebrahead, Teenage Bottle Rocket, Yellow Card, The Academy Is, 4 Years Strong, Real Friends, irgendwas, bla bla bla, Creeper, The Mansingers, Boston Manor, Trophy Eyes, Spanish Love Song, Movements, The Main, The Hannah, JXDN, Maggie irgendetwas, Swaco, Charlotte Sands, ja, das sind so kleinere Bands. Dann Malevolence, Became as Romance, Escape the Fate, Fit for a King, Landmark, Static Dress, Dragged Under, irgendetwas, was ich nicht kann lesen, Higher Power und Harriet. Du hast irgendwie mit so Pop-Punk-Bands angefangen und ich so, interessiert mich nichts. Und nachher hast du die Härte-Bands gesagt und ich so, alright. Yes, ja, das Festival ist der Ficker. Und jetzt, das ist 2023 gewesen. Wenn ihr das Gefühl habt, das Line-Up sei schon heavy. Wartet bis 20 Minuten. Ich muss sagen, lustigerweise, vorhin den Bands, die du gesagt hast, für mich wäre Paris irgendwie der interessanteste. Sind die gut gewesen? Ich habe sie nicht gesehen, Alter. Bro, es hat 7 Stages gehabt. Fuck, Alter. Es sind 48 Bands an einem Tag. Wow. Ach, kannst du gar nicht geben. Jetzt, das Line-Up vom 2019. Das, was ich das erste Mal von dem Festival gehört habe, wo Kollegen das Gefühl hatten, ey Silvan, du hörst doch so Musik, du kommst sicher mit. Ich fange von unten nach oben an. Cruel Hand, Kublai Clan, Shapes, Angel Depth, bla bla bla, Plot in You, Grandson, Microwave, Milk Teeth. Ich lasse mal die kleinen britischen Bands aus. Trophy Eyes, Tiger Jaw, Knocked Loose, Turnstile, The Word Alive, Silverstein, Anti-Flag, Mad Caddies, Real Friends, Hello Goodbye, Plain White Tea, Saves the Day, The Get Up Kids, Cancer Bats, Touch Amore, The Bronx, Gallows, Story of the Year, Boston Manor, Atreyu, As It Is, Water Parks, The Interrupters, Lagvallon, Melancholine, The Mensinger, Simple Plan, Less Than Jake, Glassjaw, Bad Religion, Neck Deep, Newfound Glory, No FX, Bullet from a Valentine und All Time Low. Damn. Alright. Ja, das Festival ist kopfverteilig insane. Es ist komplett durch. Wir sind dort gewesen und es hat wirklich einfach nur noch gescherbelt, von morgen bis Abend. Wir sind nur am Saufen gewesen, nur eine gute Zeit gehabt. Fucking Yellow Card. Alle Emos kennen es. Yellow Card. Kann ich nicht. Hat gespielt. Das ist die Band. Aber wahrscheinlich, wenn du einen Song vorsingst, kann ich es. Das ist so, ja, ich kann nicht, ja. Sing mal vor. Kennst du Ocean Avenue? Sing mal vor. There's a place on Ocean Avenue where I used to sit and talk with you. Okay, du kennst es wahrscheinlich nicht, weil sie haben sich eben 2017 sie haben sich zum gleichen Jahr aufgelöst wie Nein, ein Jahr vor Breakdown of Sanity aufgelöst. Alright. Darum kennst du sie wahrscheinlich nicht. Bisschen Good Charlotte Vibes, oder? Ja, so ein bisschen das. So ein bisschen das Emo-Zeug. Sie haben den Giga, richtig geilen Pop-Punk. Wirklich. Also Emos kennen es noch. Ja. Und für alle, die jetzt irgendwie das Gefühl haben, sie vermissen Yellow Card, sie sind zurück. Sie haben gesagt, sie kommen zurück. Sie haben gesagt, sie sind back. Ich habe Yellow Card gesehen. Ich habe im 19. hat der Sänger von ihnen eine Solo-Show gespielt. Und wir sind dort gewesen, und dann hat er am Schluss Ocean Avenue gespielt auf der Akustikgitarre. Wir also Tränen in den Augen. Nie mehr werden wir das Lied live sehen. Ich glaube, Emo-Culture kommt immer zurück. Ja. Jetzt ist es so ein bisschen soft zurück, indem einfach Leute einfach so sind ja alle die ganzen Trap-Leute, oder, die so in die Richtung Emo gehen. Aber irgendwann kommen einfach so die farbigen Emo-Dings raus. Ja, 100%. Und nachher alle Emos sind schon Kinder und nachher fangen die Kinder von Emos an. Ja. Eben. Und dann wir stehen dort irgendwann am Abend und dann alle so Tränen in den Augen, weil Yellow Card das Lied wieder spielt. Und wir so, fuck yes, wurde geil. Sogar der Dave von Save Last Breath hat es geil gefunden. Und ich hätte gedacht, das ist der letzte Mensch, der Yellow Card lässt. Ja. Weil es ist nicht Trucca Volta. Gut, der Dave lässt nicht nur Trucca Volta Musik, aber ist ja gleich. Ja. Auf jeden Fall, das war der fucking Ficker gewesen. Wir haben, ich weiß nicht, soll ich mal irgendetwas, soll ich mal Stories posten, die wir ein bisschen gemacht haben auf dem Metal-Server-Account? Kannst du gerne, ja, also wenn es lustig ist, sicher, ja. Also wenn ihr wollt, macht einen Kommentar unter die Folge, fragen, ja, Bella post irgendetwas, dass wir sehen, wie das Festival ist. Weil es ist riesig. Es hat zwei Stages, die grösser sind wie die Mainstage am Greenfield. Ich schwör's dir, du bist vor dieser Stage gestanden. Teenage Bottle Rocket hat gespielt, eine Band, die fucking sick ist. Sie hat einen Song, der heißt They Call Me Steve. Und dann also, this next one is called They Call Me Steve. Everyone thinks it's a great song. No one knows it's about Minecraft.
Und dann habe ich auf die Lyrics gehört. Ah. Geil. Das ist einfach so, I knocked down a tree with my bare hands, ist der Intro. So. Alright. Ah ja, Minecraft-Song. Ich kenne die Band nicht, aber ich finde es cool, dass sie eine Gaming-Reference benutzt. Es ist fucking lit. Wirklich geil. Und die haben auf einer Bühne gespielt. Die Band ist nicht wirklich gross. Die haben auf einer Bühne gespielt, die doppelt so groß ist wie Greenfield Stage. Also, du siehst die Stage, wir sind da vorne gestanden, haben uns umgedreht zum Bier holen. Wir sind 5 Minuten zum Bierzelt gelaufen. 5 Minuten zum Bierzelt. Vom Bierzelt zu der anderen Stage hast du auch noch mal 5 Minuten gebraucht oder noch mehr. Und es hat 7 Stages gehabt. Alter, es ist insane. Es hat einfach insane viele Leute gehabt. Also 60.000 Leute waren alle auf einem Haufen. Das Greenfield sagt ja immer, es hätte 30.000 Leute. Aber über alle 4 Tage verteilt. Das Festival hat 60.000 Leute an einem Tag. Insanity. Wirklich komplett insane. Und dann, was mich ein bisschen enttäuscht hat, ist die Auswahl an Metal-Bands. Die haben mich das ja nicht so gekickt. Ich habe nur Punk gehört eigentlich. Ja. Der Sound im Metal-Zelt war auch nicht so gut gewesen. Bei Escape the Fate habe ich gespielt, Alter. Sie sind eigentlich recht okay gewesen. Aber ihr Bassdrum-Mikrofon hat einfach die ganze PA kaputt gemacht. Wirklich? Ich glaube, anscheinend ist bei Fit for a King PA kaputt gegangen. Oder bei dieser Band vor Fit for a King ist PA zu kaputt heavy, gegangen. Alter. Zu heavy. Und dann hat es einfach nur noch geflattert. Das war noch lustig gewesen, weil ich dachte, die spielen eh nicht, wenn es nicht läuft. Einfach so Farts. Also nur gefurzt. Ich dachte, Escape the Fate spielt eh nicht. Das sind so eine LA Drama Band. Haben aber gespielt, habe ich cool gefunden, haben es durchgezogen. Ja, beste Bands sind wirklich Boston Manor. Habe ich ja schon öfters gesagt. Die sind so gut, Alter. Ich höre die ganze Zeit. Ey, die haben auf der kleinen Zeltstage gespielt. Weißt du, wie gross ist die kleine Zeltstage? Weißt du, wie gross die Samsung-Halle ist? Damn, so groß? Die kannst du in das Zelt reinstellen. Die hat 2 Bühnen gehabt. Die hat auf der einen Seite eine Bühne gehabt, auf der anderen Seite eine Bühne. Und du kannst die Samsung-Halle 3 stellen in das Zelt. Damn. Fucking insane. Das ist krass. Ja. Das ist komplett krass. Das ist wirklich, wirklich crazy. Und das Jahr hat das mit dem Bier kaufen funktioniert. Die letzten paar Mal ist dort immer ein bisschen anstehen, aber das Jahr hat das Bier in Strömen geflossen. Alright, das ist gut. Ja, das war geil gewesen. Das ist wirklich, wirklich absolut fett gewesen. Jetzt immer noch im Greenfield die Limite von Anzahl Bier, die kannst du reinbringen oder ja, was? Ja. Ja, auf dem Campingplatz, ja. So behindert. Ja. So dumm. Sehen wir nächste Woche wieder. Ja, kannst du erzählen dann. Kann ich machen, wenn ich gehe. Ich weiß ja nicht, wie ich gehe. Weißt du noch nicht? Mal das Ticket schon gehabt. Ärzte spielen, ich muss gehen. Mhm. Ja, das habe ich gemacht. Slam Dunk war geil gewesen. Und dann habe ich eben wieder mal am nächsten Tag sind wir dann am Abend in einem Club, also in einem Bar-Club, wo ein Bölleli-Bad hatte. Für Erwachsene. Ich kann es so so geil. Das war so eins zu viel gewesen. Und der Nico und ich so an der Bar haben so einen Gin Tonic bestellen und ich so, Brudi, nein, es gibt einen Pornstar Martini. Und er so, was zum Fick ist ein Pornstar Martini? Und ich so, ich weiß es nicht, aber der AC Schröder hat diesen Dudes von Gemischtes Hack gesagt, wenn es das Beste sagt, am Abend vom Gig heimzukommen, ins Hotel, an der Bar einen Pornstar Martini zu trinken und dann ins Bett gehen. Und wir haben einen Pornstar Martini getrunken. Und der Nico so, der hat ja gar kein Martini drin. Und ich so, ja, logisch, ist ja auch kein Martini, ist ein Martini für Pornstars. Ja, das ist jetzt mein neues Lieblingsgetränk. Das ist gut gewesen. Das ist fucking geil. Alright. Ich weiß nicht mehr genau, was es ist. Es ist auf jeden Fall Alkohol mit Alkohol gemischt. Also, falls ihr mich am Greenfield seht und den Nico, kauft dem Nico einen Pornstar Martini, dann ist er happy. Ja. Wenn ihr schon dabei sind, kauft dem Nico 2 Pornstar Martinis. Oh. Und wenn ihr dem Nico genug Pornstar Martinis kauft, könnt ihr ihn vielleicht sogar mit ins Zelt nehmen. Übrigens, du machst mit dem Brian ja etwas dann am Greenfield. Ja, ich wollte es jetzt nicht sagen, weil sonst, wenn wir es vergessen, ist es peinlich, aber... Oder? Leute kommen auf euch zu wegen dem. Also, wenn ich mal mit den Jungs schnurren, könnt ihr mal stressen im Greenfield. Genau, können wir uns gestresst im Greenfield. Aber wenn wir die Kamera nicht dabei haben und das Mikrofon, dann machen wir es einfach nicht. Das ist so ein bisschen blöd. Das ist die Regel. He? Nein, ihr müsst das so machen wie wir beim Xoner-Programm, das einfach das Bier als Zeichen von Freundschaft bringen. Ja, aber eben, das Problem ist, wenn wir irgendwo sind und wir haben das Zeug nicht dabei, dann können wir es ja nicht machen. Und ich bin ganz ehrlich, ich laufe dann nicht zum Campingplatz zurück, nur weil irgendwelche Vögel das Gefühl haben, sie wollen jetzt hier unseren Podcast rein. Alright. Aber wenn ihr uns gesehen mit dem Mikrofon. Oder wenn ich einfach euch sagen... das dürfen wir sicher. Das ist kein Problem. Wir können sicher alle... Hure, Alter, wie eingebildet bin ich jetzt gerade? Wir dürfen sicher uns Heu sagen. Kein Problem. Wir haben nicht das Gefühl, wir sind da abgehoben. Boah! Nein, ich kann nur sagen, weil der Ricky gesagt hat, ihr könnt mit uns schnurren, dann kommen wir in den Podcast. Wenn wir keinen Podcast aufnehmen, können wir auch nicht
im Podcast kommen. Wenn ihr etwas am Filmen seid, dann könnt ihr natürlich auch vorbeikommen und mal eure Fragen stellen Genau. oder mal eure coole Inputs bringen. Genau. Einfach kein Pimmel, weil die müssen wir rauseditieren. Das wäre gut, ja. Wäre das nicht das erste Mal, wo ich einen Pimmel rauseditieren Hey, Danke, Mike. Nein, der Mike hat mir gefilmt, wo ich am Pissen war und ich so, Brudi, what the fuck, Alter? Ja, das ist geil, das ist geil. Das macht Spaß. Nein, eben genau. Zahlen allen Leuten Getränke am Greenfield, auch wenn ihr sie nicht kennt. Ja. Es verteilt Liebe und Schenkt Liebe. das Einzige, was sich verdoppelt, wenn man es teilt, ist Liebe und Freude. Mhm. Yes. Hey, ich hoffe, eben letztes Jahr hat der Brudi von Plegvetica eben angefangen, Metal Lady gesucht am Greenfield. Hast du es mal gesehen in YouTube? Nein. Weil sein Bruder war bei Bauer Lady gesucht gewesen. Fucking Und er hat hell. quasi das gemacht im Greenfield, so Profiles von Leuten zum Daten. Ich hoffe, der macht es weiter im Fall. Das ist so lustig. Boah, das wäre so geil. Also, Brudi von Plegvetica, ich weiß den Namen nicht, aber ich finde es sehr eine coole Aktion. Aber wir haben, glaube ich, nur so die ersten paar Videos gesehen vom Greenfield letztes Jahr, aber wir haben nichts weiteres gehört. Ich habe es mega lustig gefunden. Ich würde gerne schauen, wie es weitergeht. Vielleicht jetzt auch wieder das Jahr. Also das wäre Hey, geil. mir ist gerade aufgefallen, ich nehme gar nicht mein Smartphone mit das Greenfield. Ich- Müssen wir unserem Aussenreporter Zugriff zu unserem Instagram-Account geben? Kannst du machen, ja. Das kommt aber nicht gut. Das ist- Also, eben, das kommt gut. Ist Also nicht so nicht schlimm. gut. Also gut. Also nicht, weißt du, wie ich meine? Mach Es kann nicht schlimmer kommen, wie es eh schon ist. Eben, ich meine, sonst haben wir unsere... Hey, ich habe jetzt etwas. Ich Mhm. habe jetzt endlich mal eine Plattform. Also, ganze 100 Leute hören unsere Episode an. Ja. Am Greenfield. Nach dem Headliner. Popsongs hören, in der Dusche und Bier reinklopfen. Beste Leben, das ihr je gemacht habt. Glaubt es mir. Vertraut mir, kommt vorbei. Alright. Hey, meinst du, der Janos Christus könnte ein Impromptu Janos Christus Konzert machen am Campingplatz? Fix, oder? Ich weiß nicht. Ich habe nur das Mikrofon und Lautsprecher. Wieso das Mikrofon? Das Megafon lange. Megafon und Boombox. Und Der that's it. Megafon oder Betrunken am Zaun, das lange als Beat. Hey, Brudi, Janos Christus, machst du mal das Konzert am Campingplatz? Das wäre ja hure. Fuck, jetzt wollte ich am Greenfield gehen. Ja, wieso Fuck, kommst du nicht? Ja, ich bin alleine mit den Hunden und den Hasen. Ich muss an meine 6 Tiere aufpassen und... Ich sag's euch jetzt persönlich, der Ricky lässt nicht zu. wenn ihr euch ein Privatleben aufgeben wollt, kauft euch Hunde oder macht ein Kind. Oder 4 Hasen und 2 Hunde, das ist auch etwas. Nein, aber ich bin wahrscheinlich am Grenichen, ich muss noch Tickets Oh, kaufen. Grenichen. Ja. Ich hoffe, die werden nicht ausverkauft. Grenichen, ich bin eben ein Freestyle-Lager am Leiten, aber durch das, dass ich am Grenichen gesagt habe, ich gehe ans Grenichen und ich muss dort noch schauen. Ich gehe sicher ans Grenichen und ich gehe ans Freestyle-Camp. Ich habe schon gesagt, ich kann nicht den Schluss vom Freestyle-Camp machen, aber ich gehe ans Grenichen. Ja. Safe als Brush. Ich brauche noch ein Aufgebot, um bei euch in der Crew zu arbeiten. Einfach so zur Info. Hey, brauchen wir einen Crewmember? Safe als Brush spielt am Grenichen. Ja, Ja, voll. aber wir machen sowieso noch ein Special. Nicht eine Special Welche Edition. andere Schweizer Band spielt bei Expeller spielt? Nein. Must be wrong. Must be wrong, oder? Sonst gibt es nicht eine andere. Ich habe gemeint, es sind so 3. Es spielen nur viel. Ich kann es nicht auswendig. Ich weiß nicht mehr, wer. Alright. Aber ja. Ja, in dem Fall. Zurück von Pornstar Martini zu retro-romanischen Pornstars. Oh ja, genau. Nein, wir haben ja, also du hast eine super Idee bekommen, Instagram-Stories zu machen, zum fragen, hey, falls ihr Konzert oder Release habt. Habe ich mega sinnvoll gefunden, weil wir haben nachher mega viel reinbekommen, wir nachher wollen auflisten, beziehungsweise erzählen. Und wer erratet, wer die Band war, die einfach geschrieben hat, ja, der bekommt vielleicht ein Bier am Greenfield. Ja. Aber dann haben uns einfach eine Band geschrieben, die zwar kein neues Release haben. Ich glaube, der letzte war so im 2021 gewesen. Aber ich habe es mega spannend gefunden, weil es ist eine Band aus dem Engadin, die auf Retro-Romanisch singt. Und sie machen so Alt-Rock, so mit ein bisschen Punk-Vibes. Es ist eine sehr, sehr coole Mischung, sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, was sie sagen, weil es ist halt Retro-Romanisch. Aber könnt ihr mal Reat hören, R-E-A-T. Für was es steht, keine Ahnung. Aber ich habe es sehr cool gefunden. Ich habe den Sound auch sehr, sehr, sehr cool gefunden. Auch wenn sie keine Releases
rausgebracht haben, habe ich gefunden, ja, tun wir trotzdem einen Shoutout geben. Und merci, dass die mal uns geschrieben haben. Vor allem, eben, wir sagen ja immer, wir sind da für die Szene. 100%. Die reden nicht einmal eine von diesen 3 Sprachen, die wir bis jetzt immer gesagt haben. Die Aha. machen noch eine mehr. Voll. Das ist Genau, super, das ist die 4. Jetzt haben wir dann alle Landessprachen. Absolut. Ja. Haben wir schon Italienische? Dreamshade, haha. Ja, voll. Ja. Aber nein, eben, es war sehr cool gewesen und ganz gut abchecken. Ja, ich mag gespannt. Also ich würde mehr gerne zum Beispiel ein Konzert mit Reat University sehen. Ich glaube, es wird sehr gut Ey, zusammenpassen. das wird fucking sexy. Vielleicht mit Must Be Wrong zusammen. Bam, Alter. Ja, einfach. Oh, Fluffy Maschine dazu. Alter. Hure geil. Organisieren wir ein Festival im Engadin mit Fluffy Maschine, Reat, Versus ist Opener, Fuck It und Must Be Wrong. Das wäre Dann geil. hättet ihr 3 von den 4 Landessprachen dort. Das stimmt. Das stimmt. Gibt's neue- Irgendeine Band aus Poschiavo finden wir auch noch. Ich muss sagen, Bands aus dem Tessin, die einzige, die ich kenne, ist Streamshake, glaube ich. Sonst. Ja, aber weißt du auch wieso? Weil die legen auch ihr ganzes Marketing auf Italien aus. Die sind crazy, die pushen mega viel Weil Scheiße. es macht aber auch Sinn, dass sie dort in die Richtung gehen. Weil es läuft hure, also ich weiß nicht, aber ich habe das Gefühl, in Italien hast du noch ein bisschen mehr so einen Community-Vibe. Sie machen allgemein alles auf Englisch, von dem her es kommt überall. Ja, eben, entweder machen sie alles auf Englisch oder sie machen es auf Italienisch und gehen Vollgas auf Italien. Ja. Andere Bands. Das ist eigentlich auch richtig so. Falls ihr mal eine coole Local Band vom Tessin kennt, schickt uns mal, schreibt mal. Das wäre sicher interessant zu kennen. Wir wollen ja die ganze Schweiz ein bisschen pushen und Konzerte und so. Ich habe sogar ein Konzert von der Romandie aufgelistet. Damn, Alter. Wir bringen den Röstigraben zusammen. Genau. Alright. Wir füllen den. Wir machen aus dem Graben Röst. Das ist egal. Yes. Nein, voll. Aber das zu dem eigentlich. Und wir sagen immer, ihr könnt uns gerne mal eine Voice-Memo schicken mit Fragen, Unsicherheit, Feedback, was auch immer. Ihr könnt uns gerne einfach in Instagram eine Sprachmemo schicken, weil ich habe nicht herausgefunden, ob ich die abladen kann. Geil. Und nachher in den Podcast reinbringen. Und deshalb lassen wir jetzt mal eine laufen. Und keine Angst, ich könnte uns alles fragen. Ich könnte uns Business Advice fragen, ich könnte uns Liebesadvice fragen, ich könnte alles fragen. Wir können nicht garantieren, dass die Antwort irgendetwas Gescheites wird sein, aber ich könnte es uns fragen. Wir können es probieren. Yes. So, muss ich noch in Zeit überbrücken oder ist Voll, okay? ein bisschen Zeit. In dem Fall. Soll ich mal meinen neuen Lieblingssong singen, den der Nico quasi erfunden hat im Zug? Kennt ihr das italienische Meme-Lied? Bitte nicht. Also. Ich mach's. I'll fucking do it, ich habe noch Zeit. Das Meme-Lied, das C'è la luna, vappara. Wir haben herausgefunden, weil Paleface hat den BH gemacht wie Calvin Klein. Und darum ist es quasi die neue italienische Modemarke. Pale facce callegione, mastodone. Lorna Shore, get the shot, mare vol. Ich finde es immer noch so dumm. Es ist absolut dumm. Also, wir haben da Sprachnachricht bekommen und wir uns erst mal hören und dann tun wir Antwort geben. 3, 2, 1. Finish. Noch eine Frage für den Podcast. Ja, und zwar Xonor, Honor und auch sehr viele andere Bands haben ja mega viel Erfolg jetzt letzte auf Social Media gehabt, sind durch das auch recht gross geworden. Mich würde interessieren, ob ihr durch das, als ihr das gesehen habt, aktiv auch etwas an eurem eigenen Social Media Auftritt geändert habt oder eher nicht. Alright, zuerst mal merci vielmals Prudi Blue Mike für die coole Sprachnachricht. Ich check jetzt auch, wir haben so viele Mikes, die wir kennen, dass wir jetzt mittlerweile so... Mikes, Nikos und Daves, es gibt viele von denen. Falls ihr ein Kind habt, nennt es nicht Mike, Nico oder Dave. Deshalb geben wir immer unterschiedliche Nicknames, also Mike Prudis. Wir haben den Bruder Mike, der ist unser Außenreporter, der in Anthem for Dying Day spielt. Wir haben den Whiteout Mike, der eben in Whiteout singt. Und wir haben den Blue Mike, weil er im blaue Haar hat. Das sind die öffentlichen Spitznamen. Intern heisst es ganz anders. Dort heisst es Svetlana, Roman und Thorsten. Fix. Voll. Und wenn wir nachher genug Daves haben, dann tun wir auch so coole Nicknames geben, oder Nikos. Aber ja, merci für die Frage, Brudi. Und fang du mal an. Ja, also indirekt. Ich habe es jetzt nicht angefangen wegen dem, aber die Road to Nowhere Sache, die ich auf Versus angefangen habe aufzuziehen, die habe ich gemacht, weil ich dachte, man sollte vielleicht wieder mal ein bisschen mehr machen. Das hat jetzt wirklich nicht viel damit zu tun, dass ich gesehen habe, dass es bei Dingen so läuft, weil es ist ja hauptsächlich Reels und auf das haben wir als Band nicht wirklich Bock, weil wir haben zu wenig Zeit. Wir treffen uns hure selten zum Proben oder zum Songs schreiben, dadurch, dass alle so ein komisches Arbeitsschedule haben bei uns. Weil eben der Domi schafft ja
Der Domi schafft ja quasi in der Pflege, der Timo schafft als Veranstaltungstechniker. Das heißt, du hast zwei, die jeden Tag eine andere Schicht haben. Ja, Dann der ja. Butch studiert und ich bin auch noch 100% am Arbeiten. Mhm. Das heisst, das hat so wie, wir haben wie, wenn wir uns treffen, quasi für das Zeit nehmen, würde einfach wie Musik machen Mhm. an zweiter Stelle kommen. Darum nicht wirklich. Außerdem sind wir einfach zu alt für TikTok. Ich verstehe den Scheiß nicht. Mhm. Kann nicht. Ich komme wirklich nicht hinten rein. Jedes Mal, wenn wir junge Leute, also meine 20-jährigen Homies vom Snowboarden, weiss ich was, irgendwelche TikTok-Reels schicken, denke ich Mhm. mir so, hä? Was läuft mit Menschheit? Das ist wie dort, wo der Ricky sich mal entschieden hat, er macht jetzt einen TikTok-Account für Metal-Server und 2 Minuten später geschrieben hat, alter Fuck no. Ja, das ist, Von dem her, ja, also ich habe gesehen, dass es wichtig ist, aber durch da irgendwie, der Podcast hat dann ein bisschen wie so einen Kontrast gegeben dazu. Man kann mit dem Podcast ein bisschen mehr in die Richtung machen. mhm. Nicht wirklich Reels und so Zeugs, habe ich das Gefühl, machen wir auch nicht, aber es ist durch das, dass wir quasi alle 2 Wochen etwas raushauen, Mhm. läuft ein bisschen etwas auf Social Media. Es macht ein bisschen mehr Mhm. Dingsig. Ja. Also ich finde, gut, ihr macht es auch, also ihr macht die ganze Vlogging-Sache seit 10 Jahren. Okay, das Oder? macht gut, das stimmt, ja. Wenn ihr im YouTube-Kanal geht von Eversys, dann seht ihr, die Jungs machen es schon lang so, einfach im YouTube-Format. Halt jetzt musst du halt den ganzen Querformat nutzen für Reels und nachher für YouTube. Das macht mich so unnötig Hey, hässlich. Hört auf, scheiß Instagram brauchen. Gehen wieder zurück zu YouTube. Es regt mir jedes Mal auf, wenn ich ein perfektes 16:9 Bild von meiner Kamera, wo ich 2000 Stutz dafür gezahlt habe, muss nehmen und einfach 3/4 davon abschneiden, weil ihr doppelt nur auf euren Drecks-Handys die Videos schaut. Nein, ich muss auch sagen, es ist einfach so ein extra Aufwand. Einerseits die Videos, weil wir nehmen die ja im, wie heißt es, Querformat ist so und Ja, Hochformat Hochformat, genau. ist ein Querformat auf. Nachher muss ich editieren im Hochformat bei den Clips. Zuerst mal tue ich im Querformat editieren Clips, dass wir im YouTube haben. Dann muss ich im Hochformat editieren, dass wir die in Instagram und TikTok können aufladen können. Nachher muss ich halt den fucking Thumbnail einmal Querformat und Hochformat machen. Wir machen Fotos im Querformat, nachher muss ich immer einen Scheiß Das ist ja der Fick. im Hochformat machen. Weil wenn du sagst, du filmst es schon im Hochformat, kannst du es nachher nicht mehr brauchen für alles andere. Genau, also du musst alles im Querformat machen, dass du nachher im Hochformat kannst umwandeln. Am Schluss habe ich so Camera Changes gemacht bei den Clips. Das ist alles extra Aufwand, nur für die scheiß Plattform. Vor allem, du hast dann dein Querformat-Video sieht dann auch richtig langweilig aus, weil du kannst nicht mehr wie früher so schön irgendwie, weißt du, so wie wir jetzt da hocken mit der wie heisst sie, 2/3 Aufteilung. 1:3. Weißt du, wie ich meine? Du musst ja. Ich sehe es als 1920. Wenn jetzt mein Gesicht da, für alle, die jetzt den Podcast nicht schauen, macht es keinen Sinn, die nur hören. Nein, aber du siehst ja den Raster, oder? Aha, ja. Du willst doch schauen, dass mein Gesicht ist jetzt eigentlich, wenn du nur ein Video von mir machen oder ein Foto, wäre mein Gesicht doch jetzt im perfekten Spot rein von der Rasteraufteilung her. Ich weiß nicht, wie das heisst. Das gibt's. Das kannst du auch nicht mehr machen, weil du musst das fucking Bild mittig machen. Du musst es mittig machen, damit, wenn du es nachher 16 im Handyformat hast, hast du nachher quasi in der Mitte und nachher einfach links und rechts ist nichts. Nein, das ist einfach mega. Ja, ich spiele zusammen, aber hey, wir müssen irgendwie da mitbauen. Weißt du, was wir sind? Ja? Ich mache jetzt schnell eine Überleitung zu einem Song, wo Kids in Cages letztes rausgebracht haben. Wir sind einfach Boomer, wenn wir uns über das aufregen. Ja, wirklich. Weil weißt du wieso? Ah? Hast du das Gefühl, Xonor macht noch irgendetwas im Querformat? Ja, stimmt. Also selber machen sie wirklich nichts im Die machen nichts. Alle die jungen Bands, die machen nichts im Querformat. Wir haben einfach noch das Gefühl, wir müssen es auf YouTube laden. Ja, wirklich. Das ist gut, weil wir ja auch das Langformat haben, oder? Also heisst unsere Podcasts, wenn du halt kein Spotify oder Apple Podcast hast, dann kannst du es auf YouTube schauen und das ist auch gut so. Oder gut, den Podcast habe ich jetzt einmal ausgeschlossen, weil der ist ja eigentlich das Wichtige. Ich schaue auch Podcasts und Clips auf Querformat in YouTube. Die ganze Zeit, oder? Weil ich einfach ein Boomer Millennial bin, oder? Ja, aber YouTube ist auch Querformat. Ist Querformat, okay. Genau. Außer die YouTube Shorts, wo versuchen den Instagram Reels Shit zu machen. Geht EMS Podcast hören, dann lernen wir den ganzen Scheiß. Genau, wenn ihr unser Rant jetzt irgendwie das Gefühl habt, von was schnurrt die? Könnt die letzte Episode vom Extreme Music Switzerland Podcast hören. Das ist das Lustige wegen Branding. In Instagram heißt sie Extreme Music Switzerland, aber in Spotify findest du sie unter EMS Podcast. Nicht so gut überlegt. Nein, also ich finde es schon, aber nachher, wenn ich EMS in Instagram suche... Kannst du das Airhorn einfügen, bitte? Wenn ich nachher EMS in Instagram suche, finde ich die nicht. Und nachher, wenn ich Extreme Music Switzerland in Spotify rein tue,
finde ich nicht. Ich finde es funny, ich arbeite mit einem Softwareanbieter zusammen, der EMS heisst. Also für mich ist es ein Hirnfick. Genau, nachher Oh, mit kannst du das bitte ausbleiben? nachher, wenn du EMS googelst, nachher findest du so Firmen oder so, die etwas anderes machen. Ich muss schnell kurz schauen, ob wir das ausbleiben. Weil je nachdem lässt es nachher schnell draufgeschrissen, wo ich arbeite. Aha. Nein, ist gut, es kommt nur mit Dems-Gruppe, ist alles in Ordnung. Ja, genau, es kommt so Ja, Krigi Blocher seine Firma kommt. Ja, nein, aber eben, das ist das Thema. Wir haben. Aber ihr macht ja auch schon hure lang Social Media. Bei euch ist das ja eigentlich genau. auch, der Mike ist ja voll drin in dem. Schau, unser Whiteout Mike, der ist auch ein sehr, sehr guter Video-Editor. Ich meine, er ist ein Video-Creator bei Energy. Fürs Radio, die ganzen Videovlogs. Er ist vor allem die ganze Zeit seine und- scheiß eigene Musik am Posten, das sehe ich. Hey, es ist. Also, schaut näher die Energy-Videos an, weil er tut so irgendwie unser Foto irgendwo von Whiteout irgendwo einfach reinschmuggeln. Unser Foto, Oder Alter, ein Song oder ein T-Shirt. meine Schwester hat mir letztens einen Screenshot geschickt von einer Kollegin von ihr, wo so ihre einen Screenshot von einem TikTok geschickt hat von Energy Zürich. Hey, dann kommt so, hey, schau mal, bei Energy schafft einer, der Whiteout kennt. Und meine Schwester schickt es mir so, weil sie weiß, dass ich den Mike kenne, oder? Schickt es mir so und ich denke mir nur so, ja, bei Dings, also ja, bei Energy schafft einer, der Whiteout kennt, ja. Voll. Und wenn meine Schwester schreibt so zurück, ja, das ist der Mike, wieso? Und die andere so, hä, wer ist der Mike? Die so, ja, das ist der Kollege von Silvan, ist der Sänger von Whiteout, den kenne ich auch. Also, das habe ich auch schon gesehen. Und der Kollege ist nicht mehr aufs Leben klargekommen. Aber letztens habe ich auch etwas mehr lustig herausgefunden, weil er hat früher bei anderen Firmen gearbeitet, es ist eine Hochschule und der hat auch ein bisschen experimentiert mit Metadaten und wenn du Whiteout Metalcore Band suchst in Google, kommst du auf einfach irgendeinen einen Blogpost von einem Diplomanten, der irgendwie eine Arbeit geschrieben hat. Und einfach der Link ist einfach Whiteout Best Swiss Metalcore Band oder so ein Scheiß. Fucking Und ich habe letztens Mike, gefunden, so, was ist das? Aber ja, nein, aber der Mike ist Also eigentlich muss man sagen, wir haben nichts geändert. Wir haben es schon immer gemacht. So, wenn ich jetzt in der Retrospektive schaue. einfach nicht in dem Format, wo tatsächlich so eine krasse Growth hat. Also wir haben halt alles in eine sterbende Plattform gemacht. Wir haben Also nein, wir haben es nicht in einer sterbenden Plattform gemacht. Ich meine, Alter, wir machen das schon seit 10 Jahren. Dort hat YouTube boomt. Das Ding ist einfach, bei uns, bei diesen TikTok, ist halt einfach, wenn du das anschaust und du siehst, dass ein Reel auf TikTok 4 Millionen Views hat, hast du das Gefühl, das ist hure erfolgreich. Die Discoverability von TikTok ist schon ganz Aber crazy. Aber Conversion genau, bringt dir nichts. Der Kollege, der Victor, der ein Weltcup-Snowboarder war, Mhm. der hat ein Reel auf Instagram gehabt, wo er so einen Eurocarve macht. Es ist ein absolut geiles Video. Das hat 5 Millionen Aufrufe. Er hat gesagt, er hat etwa 270 Followers mehr gehabt. Von dem her, wenn du nur eins hast, bringt es dir nichts. Mhm. Wenn du stetig 4,5 Millionen Aufrufe hast, dann ja, wahrscheinlich schon. Aber eben, das ist so ein bisschen. Ja, musst du ein bisschen abwägen. Willst du wissen, wer mehrere Multimillionen View-Videos hat Ja, in der TikTok? Mike wahrscheinlich. Der Whiteout Mike. Und er tut einfach so fucking. Ich weiß nicht, was er in TikTok macht. Es ist einfach Reaction auf Horror-Zeugs. Und ich sage wie, what the fuck? Weißt du, und wir machen auch, wir haben. Sorry, Reaction-Videos verstehe ich eh nicht. Also die von Mike Aha. finde ich funny. Aber wenn du auf so YouTube die Reaction-Sachen anschaust, Ja, Alter, dort hast du ja Dudes, die 5 Millionen Aufrufe auf einem Video haben. So der Dude ist einfach ein Reaction-Dude. Also er macht nur Reaction-Videos, schaut irgendwelche Videos von kleinen Bands und hat 5 Millionen Aufrufe drauf. Und das Einzige, was er macht, ist damn, that was heavy. Voll. Ich habe in meinem persönlichen YouTube-Kanal, weißt du, Playthroughs von Whiteout und Covers und Scheiße. Nachher einmal habe ich ein Reaction-Video gemacht zu einem Deathcore-Song und da ist einfach der meistviewte Scheiße. Alter, wir sollten anfangen, jedes Mal, wenn wir einen Podcast aufnehmen, voran ein Reaction-Video Hey, übrigens, zu machen. also wir haben auch ein Reaction-Video mit den Jungs von Wer blasset was gemacht und die haben hure viele Views im Fall. Also für in Vergleich zu den anderen Videos, die wir haben. Ja, voll. Und ja, so ist das Leben irgendwie, wenn du eigene Scheiße machst, interessiert es nicht so viele Leute. Wir haben recht viele Vlogs gemacht. Der White Mike, ist wirklich ein sehr, sehr guter Video-Editor und einfach, wir haben sehr lustige Vlog-Videos in unserem Whiteout YouTube-Kanal, können Sie abchecken.
Ja, unsere sind nicht lustig. Unsere sind nicht gut, sie sind einfach nur lustig. Nein, die sind auch lustig und auch, Also ja, unsere sind absichtlich trashy. Das ist ich kann gerne Trash, zum Beispiel der erste Dokumentarfilm von Parkway Drive, wo sie einfach mit so scheiß Video-Recorder gegangen sind in Europa und so. Ja, ja. Einfach crappy, einfach crappy Qualität, aber es ist einfach so authentisch. Und ich glaube, was am Schluss Aber durchkommt, Parkway ist Drive hat einfach zu viel Dokumentarfilme über die Band. Ich liebe so Scheiße. Ich liebe es auch, aber 3 Dokumentarfilme, Bruders. Nein, Dings, Split from Within haben auch im Fall. Also, wenn du gehst schauen, sie haben für jedes Album einen und Periphery auch. Haben immer für jedes Album haben sie einen Dokumentarfilm. Und ich liebe den Scheiß, ich fresse die wie ein Blöd im Fall. Aber wenn wir jetzt mal die Frage beantworten, wir Also- machen es schon immer, Mhm. wir haben uns sicher angepasst, aber jetzt nicht einfach wegen dem. Es gibt sicher Bands, die mehr auf das aufgekumpelt sind. Mhm. So Xonor, Kids in Cages, was fällt mir gerade noch ein? That's it. Nein, die EMS Boys, denen ihre Bands Ja, machen ja. auch recht guten Content. Die Ja. haben, glaube ich, auch, die planen auch ein bisschen Content, die sind Aha. auch ein bisschen mehr Social Media. Aber sonst, eben, wenn du so Bands anschaust, wie jetzt zum Beispiel Safer Last Breath, die sind ja eigentlich auch nur also nicht nur, also das soll jetzt nicht despektierlich klingen oder so. Despektierlich, Alter, da packt die grossen Wörter aus. Aber die sind auch mehr Musik. Ja, ja. Die haben auch, sie machen, das machen sie aber gut. Mhm. Sie fokussieren sich auf ihre Musik. Und wenn sie Ja. irgendetwas haben zum Promoten, dann geht's los. Genau. Ich finde auch, am Schluss, Musik ist das Wichtigste. Und du brauchst einen gewissen Persönlichkeitstyp, um das Ganze zu machen. Ich meine, der Donna und der Luca zum Beispiel, sie sind natürlich. Die machen es einfach. Wir haben auch einen TikTok mit denen gemacht. Kannst du schauen, bei Xonor TikTok sind wir auch dabei. Und es ist einfach so, hey, ich habe eine Idee für TikTok, mach einen TikTok schnell. Alright? Das ist 5 Minuten gegangen, 5 das Video ist Minuten. fertig. Pam gemacht, er hat die Idee gehabt, Pam. Also das ist einfach, da brauchst du schon ein gewisses Instinkt haben dafür. Und wenn du den Problem Invaders Vlog siehst, ist einfach lustig von vorne bis hinten. Ja, Sogar ohne meinen Porno-Edit bei der Greenscreen, sogar so ist lustig. Einfach nur mit den Jungs. Das ist einfach eine Persönlichkeit, die du musst haben, um das zu machen. Ich kann das nicht, oder ich bin eher ein scheucher Typ, der einfach die Musik macht und langsam komme ich ein bisschen aus meiner Shell. Du bist dann aufs Natur so. Alter, vor allem, ich habe mir jetzt gerade überlegt, wenn der Brian und ich am Greenfield zusammen losgehen, dann hast du ja die 2 Chaos-Tippen Ja. aus jedem Podcast. Das heisst, Eben. du hast den Chaos von Wer blastet Voll. was und den Chaos von Metal. Das wir noch besprochen. Ich und der Josh sind so einer der ruhigen, die tiefe Stimme und so. Das Und kommt ich nicht gut. einfach voll Gas, ja, das ist geil. Das kommt sicher gut. Das ist lustig. Machen wir Brian, oder? Voll, aber zum deine Antwort beantworten, Cody, Blue Mike, nein, wir haben nicht wirklich geändert. Ich habe probiert, TikTok zu machen mit dem Podcast, habe einfach Clips aufgeladen und ganz ehrlich interessiert es nicht so viel. Von dem her, ja, das. Ich wäre es so sicher spannend zu sehen, ob andere Bands das auch mehr gut machen und ich kenne es einfach nicht. Das kann sein, weil ich bin wirklich voll nicht so Instagram aktiv. Weil ich glaube, nur Xonor und Kids in Cages kommt im Sinn, von das wirklich erfolgreich machen. Sonst andere, denke ich nicht. Chaoseum, aber die machen etwas anderes, die machen einfach Werbung. Und Infinitas versucht es, aber eben, los den MS-Podcast, dann ich bin auch von der Meinung, so, what's going on? Aber ja, nein. Aber es funktioniert. Kannst Ja. sagen, was du willst. Du kannst dich über den Content streiten, wie du willst. Genau. Es funktioniert. Wir müssen es nicht verstehen, so es funktioniert. Oder? Weil es ist alles sehr subjektiv. Ich meine, die fucking meisten von TikTok verstehe ich einfach nicht. So wie, wieso würde jemand das schauen? Aber Ich meine, irgendwie, ja, aber irgendwie. trotzdem hat es 8 Millionen Aufrufe. Genau, irgendwie funktioniert es. Und da muss ich einfach zugeben, hey, wir sind nicht mehr die Jüngsten, die das Ganze verstehen. Langsam werden wir zu Ich habe Boomers. letzte ist der Kollege, wir sind irgendwann zur Nacht am Messe gewesen. Und dann haben wir ein Foto von 2019 gesehen von ihm oder 2020. Und dann der Kollege so, Alter, du siehst ja hure jung aus auf dem Bild. Und er so, ja, es ist der Bart. Und ich so, nein, ich weiß, was es ist. Es ist einfach, es ist dir einfach mittlerweile alles egal. Und er so, ja. Ich bin wirklich, mir ist TikTok egal. Ja, Also, es interessiert mich nicht. Ich will es auch gar nicht verstehen. Voll. Nein, was mich interessiert, ist, wenn Leute tatsächlich die Podcasts einfach hören und uns nachher schreiben, so, ja, ist cool gewesen und da noch ein Comment oder da noch eine Idee oder da noch ein Feedback. Ich finde die menschliche Interaktion einfach am wichtigsten. Und deswegen, folge uns in Spotify. Nachher bekommst du Notification, wenn wir eine neue Episode rausbringen. Weil wir haben aktuell 99 Spotify-Followers Wow. und es wäre schon cool, über 100 zu haben. Du könntest der 100. sein. Du könntest der 100. sein. Du Absolut. könntest der 100. sein. Also einfach klicken, go followen
Und ja, also das wäre mal die Frage gewesen. Ich würde nachher auf die News ändern. Ich würde zuerst Bier holen Ja, und dann machen wir weiter. ja. Alright, dann Beer and back, bitches. Ja, in dem Fall, wir sind zurück, wenn wir das Bier geholt haben. Ciao. Metal Servola, breaking news. Hauptsächlich Nico so, Sylosis spielt nicht in einem tiefen Tuning, nur Drop C. Und ich so, inwiefern ist Drop C nicht ein tiefes Tuning? Gut, Silos hat früher in einem Standard gespielt, gell? Ja, ich glaube auch, spielt wahrscheinlich, wenn schon, ist es Standard C. Ja, Silos haben, glaube ich, immer, oder entweder, irgendwann haben sie, glaube ich, Drop D gespielt. Aber sie haben halt immer so, ist Silos? Ja, ich weiß nicht mehr, wer es war. Irgendeiner hat mal gesagt, wenn das Riff im Standard-Tuning nicht heavy ist, dann ist es nicht heavy. Mhm. Das ist das, was der Oli doch auch gesagt hat. Er hat dann auch gesagt, alle spielen irgendwie mega tief, jetzt Drop G-Sharp und so Scheiße. Weil es auch böse tönt. Es tönt böse, definitiv, aber es kann schnell als generisch tönen. Ja, aber das Ding ist einfach auch, wenn du Raining Blood 2,5 Ton höher spielst, tönt es immer noch böse. Genau, am Schluss alles liegt am Riff. Also, es kommt zu den News. Es gibt viele Bands jetzt, die keine Riffs schreiben, die einfach Ja. irgendwie Kick-Patterns schreiben. Ja, Bring back the Riff. bring back the Riff, Alter. Ja, ich meine, Ja, schreibt Riffs, ihr ja, Mann. Aber ja, Leute. wir sind da bei den News. Und haben wir haben die auch nicht gelöscht. Welche News haben wir gelöscht? Ah ja, Tina Turner haben wir gelöscht. Voll genau, ja. Sie hat sich gesagt, nein, ist egal. Tina Turner ist gestorben, rest Ja. in peace. Aber eigentlich müssen wir über das reden. Mhm. Weißt du so? Weil? Erfolgreichster Schweizer Musiker ever. Tina Tatsächlich, Turner. Ja, wirklich. Und der Josh von was ist der Pöscher gewesen dort? Mann. Ja. Mhm. Es ist eigentlich schon schade. Ja, mega. Sehr schön. Gut, aber es war 83 gewesen, also es wundert mich jetzt wie auch Ja, nicht. es ist nicht mehr so, dass sie irgendwie im Club 27 reinkommt. oder so. Nein, sie ist glaube ich etwa 3-mal älter als der Club 27. Ich bin so schlecht. Ziemlich im genau, warte schnell. Ja. 27 mal 2 ist Ich rechne das jetzt aus. 4, Jetzt ist wer schnell, der Rick mit Kopf rechnen oder ich mit Dings. 54. 81, ey, ich bin nicht mal so schlecht gewesen. Sie kommt Alright. 3-mal nicht mehr in den Club 27. Ja, voll stimmt, ja. Aber muss ja nicht, sie ist... Voll. Aber egal. Ja, Gleich. Rest in Peace. Voll, wir kommen zu den News. Und zwar in erster Linie, falls ihr kennt, aus der Romandie, glaube ich, sind Circle of Execution. Coole Metalcore-Band. Wir haben mit denen zusammengespielt. Aber die heißen nicht mehr Circle of Execution. Sie heißen jetzt Uncircle. Keine Ahnung warum. Es ist so ein bisschen wie von Defender zu Defender. Dort habe ich eine Theorie, ich weiß noch nicht, ob sie stimmt. Also ich weiß noch, keine Ahnung, wahrscheinlich ist also ich verstehe, warum gewisse Bands das machen, um quasi zu sagen, hey, wir haben uns reinvented, eine neue Richtung und so weiter. Aber ich finde, man kann auch den Namen behalten. Aber du, Ja, das ist so. Sonst müsste Architects und Bring Me The Horizon bei jedem Album einen neuen Namen haben. 100%, ja voll. Aber ich verstehe es auch, wenn du irgendwie vielleicht einen Namen gehabt hast und vielleicht einfach nicht mehr das entspricht, was du Ja, fühlst. das ist das Ding, wie, fuck, wie haben sie geheißen? Act of Treason. Keine Ahnung. Ja, das erzählst du nachher. Ich rede jetzt, ich weiss, welche, die Leute, die wissen, wer Act of Treason ist, werden es lustig finden. Ich habe jetzt nämlich einem Drummer von Act of Treason letztes Mal versprochen, dass ich nur noch von Act of Treason rede. Mhm. Und nicht mehr, wie die Band jetzt heisst, bis irgendeiner herausfindet, wer Act of Treason ist. Das Problem ist, ich habe schon von dieser Band geredet in diesem Podcast. Von dem her könnt ihr das recht einfach herausfinden. Was macht sie für Musik? Das darf ich nicht sagen. Act of Treason. Ich probiere das jetzt durchzuziehen. Ich sage nur noch Save Act for of... Last Breath. Ah, du bist doch ein Wichser. Ohne Scheiß, Act of Ja. Treason. Aber sie haben nie ein Konzert so gespielt. Sie hat sich, glaub ich, Alright. sie hat sich vor ihrem ersten Konzert noch so umbenannt. Ja, Sie gut. war angesagt gewesen als Act of Treason und dann haben sie aber als Save for Last Breath gespielt. Alright. Ja, nein, also ich finde immer so spannend, wie die Bandnamen von den ersten Bands von den Aber Leuten ey, gewesen sind. Sorry, zum Fernsehen, Act of Treason ist auch der wesentlich nicht bessere Name als Save for Last Breath. Act of Treason ist nicht die Musik, die Save for Last Breath macht. Nein, Act of Treason wäre mehr HC. So reale HC. Ja, voll. Mit viel zu viel Reverb auf Mhm. den Vocals. Ja, aber Ja, aber ja, das zweite News. Mhm. Willst du gerade weitermachen? kann ich machen. Ja, aber ist sehr schade, aber eben Invoker hört auf, nach 11 Jahren Musik machen. Invoker ist eine von den Bands, die ich auch immer wieder gehört habe und ich habe immer Bands gesehen mit Tattoos von Invoker, lustigerweise. Sehe nicht so oft von anderen Bands. Das stimmt.
Voll. Also, sie haben ihn mit den News gehabt, bevor Paleface das gebraucht hat. Jetzt ist also Paleface, wo die News braucht. Ja, voll. Ja, oder Boston Manor. Oder Boston Manor auch, ja. Nein, Boston Manor haben nur die Maske. Ah nein, Boston Manor hat, Ja, genau. hat Dings, die haben Genau. so eine Gesichtsmaske. Ja, Ja, das genau, ist so. genau, so es machen. Nein, aber schade, aber man sieht, dass die Jungs von Walker noch weitermachen mit ihren anderen Projekten. Also da wünschen wir wirklich die Jungs von Walker den besten Erfolg von allen bei den neuen Projekten. Und wir sind sehr gespannt auf was Neues dann rauskommt. Voll. Aber ja, also die Jungs haben einen Following gehabt. Das kann man nicht sagen. Das stimmt. Ja. Das stimmt, sie sind recht groß gewesen. Mhm. Haben auch einen coolen Sound gemacht. Ja, voll. Eben so HC Core irgendwie, oder? Ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, es hat, wir hätten ja, Mhm. anstatt Whiteout hätte ja Invoker gespielt, aber die haben Mhm. ja Betrayals of Kamigawa leider nicht können spielen, Mhm. weil zwei Kranke sind von Ja. ihnen. Das recht schade war. Wäre die letzte Chance gewesen? Oder ich weiß Ja, nicht, ob sie noch Show glaub spielen. schon. Nein, ich glaube nicht im Fall. Das wäre dann die letzte Chance gewesen. Auf jeden Fall habe Mhm. ich dort mal reingelassen. Ich habe das Gefühl, es hat wie noch so, die letzten Sachen haben wie noch so Post-Black-Metal-Vibes drin gehabt. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht machen sie weiter mit Black Metal Projekt. Schauen wir dann, wenn es Ich finde rauskommt. sowieso, mehr Leute sollten Black Metal machen. Black Metal mit gute Production, ja. Ja, Ja. das. Ja, das. voll. Wenn du Black Metal machst, so, komm, die Nokia-Aufnahmen haben wir Mhm. gehört. Mach es wenigstens richtig. Da hast du Genau. nämlich auch etwas davon. Ich finde, also die Black and Deathcore Bewegung hat recht Alter, Gas. Dings, ja, eben, ich bin ja bekennender Fan von Harakiri for the Sky. Mhm. Oder die ich dir immer schicke, die ich dir immer wieder schicke, so Ricky, machen wir mal so einen Song. Mhm. Wie heisst es schon wieder? Spectral Wound. Die, wo du das Gefühl hast, so Silvan, wie kannst du gleichzeitig in einer Nu Metal spielen, aber mir so richtige Underground Black Metal Mhm. schicken? So. Ja. Spectral Wound. Ich verstehe meistens von Black Metal nicht. Aber eben, das ist auch gute Production, darum finde ich es geil. Genau. Das ist nicht so ein Rauschen auf den Ohren. Mhm. Voll. Ja, das ist so. Aber ja, dann tun wir weiter berichten, wenn die Jungs von Walker dann mit den neuen Projekten weitermachen. Yes. Da gehört es da in Metal Server. Ich kann fast für eine Frequenz sagen, als wir leider schon über 101. Punkt. 101 Metal Server Law, For 101. Spotify. You'll hear it first, we'll hear it last. We'll Nein. report what you will tell. 911 Metal Server. Aber ja, Ist 9/11 Metal Server, was? oh, ja genau. Alright. Ja, das wäre mal News von unserer Seite. Also wir sind Metal Server News. Wir bringen die News, bevor es passiert. Aha. Oh, ja, voll. Wir können ein Segment machen, wo wir die Zukunft der Schweizer Metal-Szene voraussagen und dann schauen, ob es zutrifft. Ich kann sagen, es gibt einen Cycle von Nu-Metal, der jetzt zurückkommt. Es hat immer gute Nu-Metal-Bands gegeben, aber ich glaube... Ja, geht heim. Fangt nicht erst jetzt damit an. Kommt da, Ja. kommt zu den Real Kids. Aber ich sage, ich kann also auch nein, nicht geht nicht heim. Kommt eben. Voll. Kommt. Ihr sollt das Gegenteil nachher von heim gehen. Sorry. Mhm. Kommt. Bringt den Nu Metal. Ja, voll. Alles kommt so im Zyklen. Geht heim, holt den Nu Metal und bringt den. Ich muss sagen, aktuell weiß ich nicht gerade, was jetzt im Höhepunkt ist. Ich meine, Paleface macht auch so Nu-Metal, Beatdown, Core. Willst du wissen, was im Oder? Höhepunkt ist? Ah? Trapcore. Meinst du? Also Ja, vor aber- 5 Jahren, ja. Aber der Trapcore, der absolut nichts mit Metalcore zu tun hat, sondern Aha. das Longsleeve and the Longsleeve, Weird Boys ich kann gerade Trapcore. sagen, ja. Es könnte sein, aber ich sehe so keinen, der mega dominiert. Es gibt das hure ich habe im Podcast von Casper und dem Drangsal gehört, also Mhm. sie haben es erzählt, es gibt momentan ist eine riesige Genre-Durchmischung am Laufen. Es Mega, gibt nichts mega. mehr, was irgendwie noch nicht gibt. Nichts ist, aber auch nichts ist irgendwie dominiert vom Rest, oder? Habe ich das Gefühl. Ja, mal Taylor Swift dominiert schon noch. Ja, aber im Metal-Bereich. Ah, sagen im wir Metal-Bereich, so Oder? in der Schweizer Underground-Metal-Szene. Voll. Da ist es doch immer noch Es kommt so Metalcore. werden, oder? Mit Thrash-Metal-Bands. Folk-Metal hat auch nicht mehr wirklich so einen Höhepunkt gehabt seit irgendwie 2 Jahren oder so. Ja, also entweder liegt es einfach daran, weil wir Nein, Entschuldigung, mit 20 Metalcore-Bands Jahre. hängen die ganze Zeit, weil er in einer Metalcore-Band spielt und ich Mhm. die ganze Zeit mit Metalcore-Bands hänge, dass ich immer noch das Mhm. Gefühl habe, Metalcore ist immer noch prädominant in der Schweizer Metal-Dings. Aber ich zähle eben auch Gent zu Metalcore. Mhm. Aber das ist auch, weil wir fast nur an die Konzerte gehen. Eben, darum sage ich ja, ich bin. Also es stimmt gar nicht. Eigentlich, also wir Hallo. sind Metal-Server, Ich aber bin- bis jetzt haben wir... Ah, gut. Wir haben, also wir sind schon an der Johannes Christus-Show gewesen. Ja. Wir sind schon an etlichen Punk-Konzerten gewesen. Mhm. Wir sind schon an der Annie Taylor-Show gewesen. Mhm. Wir sind schon... Ja, wir sind gar nicht so viel über Du, Metal. solange es Metal ist geil. Ja, Und, oder Rock oder Punk oder einfach Lärmen. Ja. Aber es ist so, ich kann so... Weil, eben natürlich 2011, 12 war Metalcore Highpoint gewesen.
Und mit White sind wir auch immer warten, dass nochmal der Schwung kommt, dass alle Metalcore feiern danach. Eben 2030, ich habe es schon gesagt, 2030. Und es gibt sehr viel Interesse an Metalcore und ich würde sagen, Lorna Shore Deathcore ist jetzt Höhepunkt Ich weiss seit einem es. Jahr. Alternative Rock. Ja, es kommt immer zurück, oder? Alternative Rock. Boston Manor sind eigentlich Alternative Rock, oder? Nein, eben nicht. Ja. Ja, das Problem ist, ja, mal wäre es, aber Alternative Rock ist mittlerweile halt einfach das, was eigentlich Electrocore, also wo Elektropop ist, also Elektropunk. So, Mhm. das ist so, weil ich kann jetzt, ich gehe am Sonntag Simple Plan Bericht schreiben Mhm. und dort ist eine Vorband, die heißt Bleach Boys. Oder Boy Bleach. Nicht Bleach Boys, Boy Bleach heisst sie. Und das ist also, es ist eigentlich Pop-Punk, Mhm. aber ich weiß nicht, ob es Instrument drin hat, weil es tönt so, als ob alles irgendwie mit Elektro-Sachen gemacht Ja. wird. Irgendwo ist noch eine Gitarre, aber es ist so Elektropop, Elektropunk, Mhm. Elektrorock, irgendwie so das in die Richtung. Und die meisten Alternative Rock-Bands tönen auch mehr so, als ob ihre Gitarre Synthes wären. Aber es ist irgendwie wie so Royal Blood mal so. Das ist einfach Ja. so das richtig hässige, das fassige Gitarrenzeug, wo einfach Voll. so, Ja. so das ist Huren am... Aber auch nicht mehr, ich weiß es nicht. Aber keine, wo so wirklich, du denkst so direkt so, das ist jetzt Nummer 1 für die nächsten 5 Jahre. Es ist Ja, mal mal. Trap in 2018 zum Kannst du Beispiel. sagen, Bring Me, alles, was Bring Me the Bring Me Horizon macht. ja. Aber letzte Zeit irgendwie Ja, weniger. aber Bring Me the Horizon ist ja immer voraus. Die sind ja immer etwa 5 Ja. Jahre voraus. Ja, weil ich kann sicher nicht sagen. Schreibt uns und gebt Bescheid, was so läuft. Ich glaube, Deathcore ist so am höchsten von allen aktuell. Ja, aber also, du bist dabei gewesen, was Suicide Silence gegeben hat. Also Deathcore ist nie jetzt im Vergleich zu dort. Du hast Lorna Shore und sonst? Aber dort war mehr Metalcore und Deathcore ist so wie der Nein. dunklere Brüder von dem gewesen. Ja, es ist schon Jetzt der ist dunklere Brüder gewesen, Deathcore aber... mit aber- Lorna Shore und mit ich kann den Namen Ja, vergessen. aber wenn du jetzt überlegst, du hast Deathcore, ja, du hast Lorna Shore und dann eine Band, wo du den Namen nicht mehr weißt. Aber Ja, der alright. 2012 umeinander, Alter, Suicide Silence, Ja. der, wo Bring Me the Horizon und Deathcore Whitechapel. gemacht hat, der, wo Whitechapel war. Also dort, wo Das jedes... Self-Titled dort, wo- Whitechapel Album. Dort, wo jeder Dude, jedes Chick und jede Großmutter Moshpants, ein Käppchen hinter sich rum und so Löcher in den Ohren gehabt hat. Stimmt. Oh ja. Nein, ja. Alter, Deathcore hat nichts mehr zu melden heutzutage. 50 mm. Es sind einzelne Bands, die gerade gepusht werden in diesen einzigen Genres. Aber so, also das ganze Genre hat, glaube ich, momentan kein Genre etwas zu melden. Ja, ich glaube, es ist ein Kampf um das Genre, das dominieren wird. Aber ich habe das Gefühl, es ist irgendein Mischmasch, irgendein so Alternative Absolut. Mischmasch-Zeug. Absolut, ja. Nein, gut, Sleep Token. Ja, nein, es hat wirklich keine. Ja, aber Sleep Token ist auch wieder einfach so eine Band, die das macht. Auch richtig. Ja. Gut, dann hast du Malevolent und so, wo das pusht. Ja, aber es ist wieder... Es ist so Nein, viel. es ist wieder, es gibt einfach zu viel. Mischmasch von Das ist was alles. Internet. Ja, ja. Das Internet Too hat much. nie erfunden dürfen werden. Es gibt für So. mich Beweis, dass es keinen Gott gibt, ist, dass es Internet gibt. Weil Ja. würde es Gott geben, hätte das Internet nie existiert. Mhm. Ja, es ist wirklich aktuell ein Mischmasch von alles und das ist auch gut so. Aber ja, dann würde ich, wenn wir sonst mal. Wenn wir mal Konzerte aufhören zu den anschauen. Releases Ah, kommen. Releases, Entschuldigung. Wir Ja. sind mal an die Releases gegangen. Genau. Alright, fang du sonst mal an. Ja, Sons of Coherence, Mhm. Obvious Fate, Live-Video ist rausgekommen. Der Mhm. Song ist, glaube ich, schon länger draußen, aber es ist wirklich geil. Es ist so richtig stabil. Ich nenne es jetzt einfach mal Metalcore, weil ich zu faul bin, um weiter in eine Beschreibung hineinzugehen. Ich würde es Groovecore nennen. Ich habe es auch gelesen und ich so wie, nicht ganz Metalcore. So ein Nicht ganz bisschen- Death Metal, es Genau. ist einfach Einfach ein Metal. Es ist Mischmasch. einfach Metal in die Fresse. Ja. Sons of Coherence, das Video ist gefilmt worden an einem Konzert, wo wir auch mit ihnen gespielt haben im Büchelerhaus in Kloten. Alright. Es war absolut geil gewesen. Es sind ganze 5 Leute im Publikum gestanden, geschätzt. So wie es öfters passiert. AOP hat, glaube ich, die andere Band noch geheißen aus dem Welschland, Stimmt. aus dem Wallis. Die, wo kein Akronym ist, genau. Genau, es ist einfach das ist der Band, aber- AOTB. Das war auch so Indie-Fresse-Musik. gewesen. Ja. Wir sind so die Einzigen, die nicht einfach Indie-Fresse-Musik gemacht haben. Wir haben noch ein bisschen... Aber, das muss ich sagen, ihr spielt oft mit härteren Bands, aber immerhin tun ihr recht gut performen. Also es ist nicht so, dass sie irgendwie ein Fehl am Platz Das sind. passt nie rein. Es sind immer entweder härtere Bands oder Pop-Punk-Bands, die wir spielen. Es gibt ja auch nichts Entweder anderes. Core oder Punkband. Außer wenn wir jetzt vielleicht... Ja, mal, es gibt etwas anderes. Komme ich nachher darauf zu. Es gibt etwas. Wir haben endlich eine Band gefunden, die passt, aber da komme ich nachher noch drauf zu. Genau, von dem her, geht Sons of Coherence, Obvious Fate, Die haben Live-Video wir ja auschecken. erwähnt, oder? Hä? Die haben wir ja erwähnt.
Nein, noch nicht ganz. Nicht die rätoromanische Nein, Band? nein, ich habe eine Band, die wirklich passt. Alright. Die anderen passen auch wirklich, aber mit denen haben wir zusammen gespielt und es ausprobiert. Das funktioniert. Dann nächste Konzert, nein, nächste Release. Ja, willst du machen? Ich habe schon mal Alright. etwas verloren Ja, über das Lied. Der nächste Song ist von PDATF, das ist People Die at the Fair. Das ist Sick and Tired, eben die Jungs tun weiter beweisen, dass sie geilen Scheiß machen, einfach dumpfes HC. Richtig stumpfer HC. Geil. Mit sehr powerful Vocals. Ich muss sagen, die Vocals von Ivo sind geil. Hässig. Richtig geil. Ich freue mich mal, die mal live zu sehen. Ich muss vor allem auch sagen, also der Schlagzeuger, der Thomas, der hat ja früher bei Skulls gespielt. Mhm. Und er war dort schon nicht schlecht gewesen, aber Ja. der hat sein Game auch nochmal eine Runde abgesteppt. Also das ist wirklich, wirklich richtig stabil. Es ist so richtig, ich habe glaube in dem Video, das ich gemacht habe, gesagt, es ist etwa so roh, wie wenn du Fisch in einem Sushi-Restaurant bestellst. Ja. Aber das ist eben geil, weil du watchst es ja. Voll, ja, absolut. Das muss einfach in die Einfach Fresse direkt raw straight as rein. fuck. Gut, Ja, genau. HC, Hardcore, in die Fresse, People Die at the Fair, Sick and Tired, gehen Sie hören. HC Sushi, genau. Sushi-Core! Sushi Core, ja genau, Sushi Core. Voll Ah, ist das nicht schon Ghost Kid? Ah, ja, das ist der Sushi von Dingsbums, oder? Ja, von Eskimo Callboy. Eben genau, ja. Ja, Aber ja, machen wir weiter mit dem nächsten, oder? ja, Wrath of Alga, The Last Mhm. Trial. Ja, ist cool, eben Deathcore. Halt, und ich habe cool gefunden, weil gegen den Schluss haben sie noch ein bisschen melodisch gemacht. Ja, Jetzt so ein paar Melodien gehabt und ein bisschen Clean Vocals. Habe ich cool gefunden. Und auch schön in die Fresse, Deathcore. Einfach so, wie es 100% die Fresse, also ich wollte die auch mal live sehen, weil es tönt heavy. Und falls ihr mehr über die Band wollt hören und lernen, könnt doch mal die Episode mit Wer blasset was hören, mit Wrath of Alga. Kleine Kritik, ich muss sagen, ich muss halt pingelig sein, aber halt, weil ich halt so bin. Ich finde, wenn du einen Audio-Podcast machst mit mehr als 3 Leuten, wird es sehr unübersichtlich, wer ist und wer. Weil ich meine, schau, schön und gut hast du 5 Leute an einem Podcast, aber ich weiß nicht, wer was gesagt hat. Oder? Ich meine, wenn du ein Video hast, mindestens kannst du mal erkennen, wer was ist, oder? Der grosse bärtige Dude, der kleine Dude ohne Bart, der andere. Aber bei einem Audio-Podcast und ich muss leider sagen, das habe ich auch beim Save Last Breath Podcast. Wie? Nein. Wie könnt ihr den Moritz und den Dave nicht unterscheiden? Nein, weil der Moritz und Dave haben eigentlich eine Stimme gehabt und plötzlich haben sie so wie, How? right, wer redet jetzt? Wir reden jetzt über Drums. Das ist Dave. Und ich find geil, was die Du wolltest sie einfach zwingen, Videos zu machen. Nein, ja. Oder? Was ist das? Seit Tag 1 sage ich dir, dass sie das Video machen. Nein, aber ist cool, dass sie mega viele Leute im Podcast haben, aber es wird leider ein bisschen unübersichtlich. Und ich finde es schade, als das zulassen, weil ich höre den Podcast jedes Mal, wo es rauskommt. Es ist nicht ein Diss, es ist einfach das konstruktive Feedback. Video aufschalten, wenn ihr mehr Leute habt, oder weniger Leute. Also ich finde, aber das ist halt der pingelige technische Ich, wo da kommt. Ich weiß, es ist recht pingelig und ich habe jetzt gerade 3 Bier gesoffen und deshalb bin ich komplett ehrlich mit euch. Ich liebe den Podcast. Ich habe es mega interessant gefunden mit Wrath of Alga. Aber ich habe es schade gefunden, dass ich, wenn ich mal mit der Band mal schnurren würde ich nicht mehr wissen, wer was in dem Podcast gesagt hat. Außer sie haben gerade vorher gesagt, hey, mein Name ist das und jetzt sage ich etwas. Gut, zum Fair-Sein, das würde ich auch nicht wissen, wenn sie es gesagt haben oder wenn ich es gesehen hätte. Hauptsächlich, weil ich ignorant bin und es vergesse. Das auch, voll. Aber das finde ich auch cool von Video. Nachher, wenn du die Person siehst an einem Konzert, kannst du sagen, oh, ich habe dich gesehen an dem Podcast. Aber ich weiß, Video ist aufwendig as fuck. Editieren ist nicht einfach. Editieren ist scheiße. Ich kann sagen, es ist viel Aufwand. Wenn ich den Podcast mache, dann bin ich bis am 1 am Morgen meditieren und releasen und alles. Es ist schon sehr aufwendig. Aber als Fan vom Podcast finde ich es cool. Es ist kein Diss, es ist konstruktives Feedback. Und ja, aber ich habe den Podcast cool gefunden. Die Band ist auch sehr cool. Gehen Sie hören. Wrath of Alga. Geil, Alter. Jawohl, Yes. das, was er gesagt hat. So, das war mein Rant. Wir brauchen auch wie Extreme Music Metal. Yes. Extreme Music Switcher, wir brauchen auch so ein Quick Rant. Ja, Weil und in dieser Folge haben wir auch viele Quick Rants drin gehabt. Mhm. Das müssen wir noch klauen. voll. Gut, Ja. easy. Ja, in dem Fall nächste. Was haben wir nächste? Mhm. Machst du den? Weil dann kann Ja. ich nachher auf mein Thema von vorne zurückkommen. Wir haben Kids in Cages haben
den Song Boomer released und die haben uns auch eine sehr boomerige E-Mail geschrieben, wo ich unbedingt würde. Weißt du, ich kann es mal vorlesen, weil es ist auch sehr lustig gewesen. Ich wollte so richtige Boomer-Antwort geben, aber ich bin einfach in der Ferien gewesen. Warte, ist das jetzt ein Marketing-Skit gewesen, oder ist das einfach generell so? Ich glaube, es ist 100% ein Marketing. Wenn es jetzt kein Marketing-Skit war und du das jetzt so vorliest und das so das Boomer-Ding anstellst, dann sind wir ja voll die Arschlöcher. Aber ich meine, also ich glaube, es ist Teil von Skit. Nein, komm, es ist fix. Es geht. Also, das E-Mail von Kids and Cages ist folgendes. Für sofortige Veröffentlichung. Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Medienvertreterinnen, Vertreterinnen, am 19. Mai ist es soweit. Die Rap-Rock-Crossover-Band Kids and Cages aus Liechtenstein veröffentlicht ihre nächste Single Boomer. Nach dem Release ihrer Debut-Single, blablabla, nachher ist einfach ein langer Text über was sie bis jetzt gemacht haben. Es sieht einfach aus wie eine Medienmitteilung. Aber es ist eine Medienmitteilung, aber ich glaube, sie haben es extra Boomer gemacht. Der Song ist aus der Sicht eines Boomers, Generation Babyboomer, geschrieben, dem der Wandel der Welt zu schnell geht und zu viel wird. Der konstante Lärm, die Jugendkultur, die er nicht versteht, die Modernisierung, die verwirrende Geschlechterrollen, die es früher einfach nicht gab, die Verweichlichung der neuen Generationen, die Einschränkungen durch die Klimakrise, das ist doch alles nicht seine Schuld. Früher war alles einfacher für den älter werdenden, weißen Mann der Mittelschicht. Er hat hart für seinen jetzigen Status gearbeitet und findet, dass er nichts falsch gemacht hat und seine Ruhe verdient hat. Aber wenn es so weitergeht, explodiert er noch die tickende Zeitbombe. Boomer erscheint das Audio auf allen Streaming-Plattformen und mit Lyric-Video auf YouTube. Das kleine Pressepaket mit der neuen Single, Promo, Fotos und Prätext findet ihr dort. Es ist sehr professionell. Ich weiß nicht, ob das ein Skit ist. Es sieht für mich einfach aus wie ein Ding. Es sieht für mich wie so eine Pressemitteilung. Aber es wäre schon ein bisschen oldschool. Aber gleich. Aber ich kann auch mehr gerne irgendwie einen Boomer Antwort geben, so wie vielen Dank für keine Scheiß, was ich im Job mache. Wir sagen das Wort Boomer soll machen, dass wir sind relativ nah am Boomer selber. Du, ich bin 1 Jahr ein Fan von 30, bin immer so jung. Wann hast du Geburtstag gehabt? Stimmt, du bist älter als ich. Ja, voll. Ja, Goffertelli, Jetzt, Tise. Bruder, jetzt bin ich nicht älter, jetzt ist offiziell. Bruder, du hast noch ein Jahr zum... Noch ein Jahr zum... ich weiss noch, letztes Jahr um die Zeit, als ich 28 geworden bin, bin ich ausgestanden, so, Alter, in einem Jahr werde ich in einem Jahr 30. Fuck. Mhm. In einem Jahr wirst du in einem Jahr 30. Nein, in einem Jahr werde ich 30. Was? Wann? In einem Jahr. Eben, also letztes Jahr hast du gedacht, in einem Jahr werde ich 30. Genau, und das Jahr ist in einem Jahr werde ich 30. Genau. Statt zu denken, in 2 Jahren werde ich... Alright, aber nein, also ich habe es sehr... Also, wieso ich das als boomerige E-Mail finde, weil es ist ein bisschen zu professionell, um einfach an einem Podcast so 2 dumme Sachen schicken, wo nicht Profis sind und ganz Scheiß. Ich habe es einfach lustig gefunden, wie seriös das Ganze getönt hat. Weil das ist so etwas, wo wirst du am SRF schicken, oder? Ja, das stimmt. Es hat was. Ich finde lustig, dass die Jungs an uns und an wer was was übrigens einfach so eine professionelle E-Mail geschickt haben. Ich finde es sehr lustig, weil es passt zum Single, das sie rausgehauen haben. Es ist wirklich so wie etwas, wo ja, einfach... wenn du das so sagst, könnt ihr das sehen. Dann könnt ihr sehen, dass es ein Skit ist. Ich glaube, es ist ein Skit. Sonst einfach eine sehr professionelle E-Mail, aber ich glaube, es ist halt bis zu professionell, dass einfach 2 Mongis wie uns schicken. Weißt du, was ich meine? Das habe ich so lustig gefunden, oder? Ja, gut, da hast du recht. Deshalb, ich glaube, es ist ein Skit. Ja, wenn es kein Skit ist, dann ist es einfach eine professionelle E-Mail, oder? Dann könnt ihr uns einfach canceln. Ja, genau. Nein, also... all in all, eben, eine lustige Musik, sehr lustiges Bild vom Video. Also das Bildmaterial vom Video ist der Hammer, Alter. Ja, ist wirklich Hammer. Es ist geil. Voll. Ich liebe es. Es ist sehr unterhaltsame Musik. Mhm, definitiv. Ich finde vor allem, ich komme zwar immer noch nicht, weiss immer noch nicht, was Kids in Cages für Musik macht. Ich kann es mir auch noch nicht einordnen. Ich will es auch nicht einordnen. Ich habe nämlich wie Enter Shikari. Ja. Das ist eben der Nico und der Dave haben einen Fehler gemacht, wo sie Enter Shikari geschaut haben am Slam Dunk. Mhm. Sie haben es probieren, zu verstehen. Ja. Und wenn du Enter Shikari live schaust, du kannst es nicht verstehen. Weil wir sind am Burger essen, wo sie angefangen haben. Und dann haben sie so einen Popsong. Und in dem Popsong macht es einfach plötzlich... Und du hast einen fucking Paleface Beatdown, Breakdown. Und du denkst dir einfach so, wo kommt jetzt der her? Weil du hast so farbige Lichtli, die ganze Bühne happy, Ja. bla. Und dann macht es einfach so, Snap, alles rot, Strobos und düm. Ja, So, weißt du. okay, ja, gut. Darum, ich will so Zeug gar nicht verstehen. Ich schaue es und finde einfach so geil. Ja, weil ich kann einfach irgendwie
keine andere Band finden, die wie Kids in Cages tönt, die ich kann vergleichen oder vom Sound ähnlich. Aber was ich muss sagen ist, ich habe jetzt eine kleine journalistische Entdeckung gemacht. Alright. Alle sagen ja, dass Bring Me The Horizon einfach macht, was sie wollen. Mhm. Und das sagen alle, dass Bring Me The Horizon die erste Band war, die das gemacht hat. Mhm. Ich habe Enter Shikari zum ersten Mal live gesehen. So in die Richtung. Und ich muss sagen, ich glaube, Enter Shikari macht das Ganze schon ein bisschen länger wie Bring Me The Horizon. In diesem Stil. Aber vielleicht nicht am richtigen Zeitpunkt. Ja, oder? ja, das ist ja völlig okay, aber Ja. ich habe das Gefühl, wenn eine Band das so ein bisschen erfunden hat, ist es eh keine von diesen zwei Bands, weil es irgendeine kleine Kackband ist aus Ja. Sheffield, die keiner kennt, aber ist ja gleich. Aber ich habe das Gefühl, das völlig weird sein und einfach machen hat Enter Shikari schon ein bisschen länger und ein bisschen extremer Dinge wie Bring Me The Horizon. Gut, ich meine, es ist so, wie wenn die Frage kommt, hey, wer hat Metalcore angefangen, oder? Nachher wird es immer eine Diskussion geben, ja, die Band, die andere Band, nachher jetzt wahrscheinlich eine andere obskure Band, die sie in den 80er schon Also mal ich meine, gemacht die haben. Bühnenshow war eh völlig behindert gewesen, also völlig insane gewesen von Enter Shikari. Die war mehr crazy gewesen, wie die Bühnenshow von Bring Me The Horizon. Also, Alright. wirklich, das ist... Ja. Ah, sorry. Hä, was? Nein, nicht. Ich habe im Ist sicher- Kopfhörer Hä? etwas nicht gehört. Nein. Hörst du dich? Ja? Hat es keine Aussätze bei dir gegeben? Nein? Dann ist mein Kopfhörer gewesen, einfach. Weil ich habe einfach so so richtig tontechnisch gemacht, oder? Einfach mit Tape zusammengebunden, weil es einfach in den Daten nicht passt. Aber ja. Aber es ist noch lässig, dass wir jetzt gerade von Kids in Cages geredet haben und du mit Tape das Problem hast. Ja, genau. Ja, voll, genau. Ja. Ah. Jetzt Ja, habe ich jetzt gecheckt. hast du verstanden, heitere Fahne. Es ist ein Tape-Joke. Genau, es war ein Tape-Joke gewesen. Like noch, wer es kennt. Es sind Ja. alle 30, die Tape noch kennen wahrscheinlich. Wolfpack ist immer noch fucking Herd, Alter. Tape war Alright. super gewesen. Ah ja, Ja. genau. Und jetzt nächster Release. Yes. Fear Lab hat am 12.05. eine EP rausgebracht. Und wieso ich jetzt gesagt habe, dass wir endlich eine Band gefunden haben, die zu uns passt. Mhm. Fear Lab passt zu uns. Ja, Die ja. Musik, das ist einfach Nicht Es zu ist- hart, nicht zu weich. nicht so hart, nicht so weich. Hip-Hop, doch nicht Hip-Hop. Mhm. HC, doch nicht HC. Ja. Metal, doch nicht Metal. Es ist so wirklich so Ja, schön. das händeshakende Emoji vom Umi. Tatsächlich. Es ist Ja. super gewesen. Es ist wirklich geil gewesen. Es ist wirklich, ich bin da gestanden, habe gedacht, geil, jetzt macht es einen schönen Song und dann plötzlich blasen den Breakdown rein. Ja. Wirklich Mhm. sick. Die EP müsst ihr unbedingt hören. Fear Lab, sie ist echt Mhm. geil. Ich glaube, du hast schon recht. Es ist die Mischung von den verschiedenen Genres, die irgendwie am Schluss irgendwie aktuell so groß ist, oder? Einfach pop-punkige Sachen mit Breakdown oder so Scheiß. Oder einfach die Mischung aus Ja. Nu Metal mit härteren Scheiß. Ich finde, ja, es ist so eine Mischung. Es ist wirklich Mhm. cool, es ist wirklich geil. Und wir Ja. haben mit denen wir haben ein Konzert gespielt im Gewölb in Winterthur. Mhm. Und es war auch fucking voll gewesen. Es ist voll gewesen. Es ist voll gewesen mit Leuten. Und alle haben gesoffen, alle haben getanzt. Es hat keine Schlägereien gegeben. Es war Ja, wirklich super. geil gewesen. Ich habe es hat einen Stegen gehabt neben der Bühne. Ich habe wieder mal von der Bühne ab Stimmt. und dumm tun. Bin auf den Stegen oben gestanden, habe dort gespielt. Einfach geil gewesen. Und ja, also, ich finde auch, ich habe es gelesen. Ist sehr interessant. Die würde ich mal gerne live sehen. Du kannst sie live sehen. Ja, das kommt auch. Du kannst sie live sehen. Das kommt auch. Kannst gleich. Okay, dann mache ich noch schnell den nächsten Release. Nein, und dann ich sollten wir mach den nächsten. Machst du den nächsten Release Ja. fair? Eben, es ist zwar keine Schweizer Metalband, aber so viel Mal, wie die Jungs Zürich gespielt haben, sind sie praktisch Schweizer. Das ist Impact of Thea. Ich meine, wir haben mit denen gespielt. Hast du auch mit denen gespielt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube es. Wahrscheinlich schon. Save Last Breath haben schon mit denen gespielt. Die Jungs habe ich mehrmals in Zürich gesehen, sagen wir jetzt so 16 bis 18, so in die Richtung. So Planet 5, wer kennt 20. Einfach immer. Und die Jungs kommen von Deutschland, also es ist eben so schön in Spotify, vom The Black Forest. Weißt du, von einfach Nähe Basel. die, Schwarzwald! Schwarzwald, genau. Und die Jungs machen da einfach so dumpfes Deathcore Beatdown und Black Hand Deathcore. Sehr cool. Und das Coole ist, also wir kennen die schon alle schon seit länger und wir wissen, wie hart die sind, aber die haben einfach erst jetzt angefangen mit Musik releasen, aus irgendeinem Grund. Bin ich sehr gespannt. Jetzt haben sie den zweiten Song released. Das ist der In Reflections von Impact of Thea. Sie haben sonst auch noch einen anderen Song released, Osiris, wo bereits seit in 2 Monaten irgendwie etwa, glaube 3000 Streams bekommen in Spotify. Also es ist wirklich crazy, wie es läuft für neue Band. Die Band gibt es schon seit länger, aber sie haben erst jetzt angefangen Musik releasen online, oder?
Sorry, ich habe nur gerade probiert, gleichzeitig, wie du hast so einen geilen Rhythmus gehabt beim Tappen. Du hast immer so, du hast so geredet und dann im richtigen Rhythmus tappt und dann, wo ich mitmachen wollte, hast du nicht mehr. Dann hast du gerade so aufgehört. Ja, aber das stimmt, das ist wirklich fett. Also, es ist auch wieder, ich glaube, so ziemlich, ausser Kids in Cages und Fear Lab, ich glaube, alles einfach, kannst alle Bands einfach zusammenfassen, wenn du in die Fresse Musik geil findest, dann los das. Ja. Nicht, dass Fear Lab nicht heavy ist, weil es ist heavy. Nicht, dass Kids in Cages nicht cool ist, weil es ist cool. Aber die anderen Bands kannst du wirklich einfach so zusammenfassen, weil es ist in die Fresse Musik. Einfach, Absolut. Kann ich nur dazu sagen. einfach slappen die slappen. Slappen, boy. Ja, in dem Fall, meinst du? Kommen wir endlich zu den Konzerten. Hey, das wird so ein langer Podcast. Machen wir sonst noch eine kleine Pause, ich muss schnell auf WC gehen. Und dann können wir weitermachen. Natürlich. Alright, also. Wir machen Pipi-Pause. Ziegelpause. Ziegelpause. Ich habe Hurensohn, den besseren Song gefunden. Ja, stimmt. Back in the building, swag on a zillion. Money boy. What he Bitch. said. Alright, wir kommen zu dem Konzert. Kommen wir zu der letzten. Ja. Ist es die letzte Sparte oder haben wir noch Musiker-Tinder? Wir haben Musik drin, ja? Ja, goddammit. Kennt ihr den Song von Bring Me the Horizon? It never ends! Nein, denkst du, du musst überlegen. Also jedes Mal, wenn ich Musik Tinder oder Konzert oder News finde, mache ich einen Screenshot. Dann speichere ich es bei mir im Handy. Und eben letztes Mal, als wir bei Breakdown Sanity waren, also ich kann nicht können, Ja, das sagen. stimmt, ja. Dass ich einfach gesammelt die letzten 2 Monate, als ich da Screenshot habe. Plus, du hast den coole Idee gehabt, dass Leute können uns schreiben direkt. Und dann haben wir auch ein paar können crosschecken einerseits ein paar neue reinbekommen. Und wir haben da ein paar Konzerte zum Ansagen. Wir haben die auch chronologisch organisiert, sodass ihr auch könnt uns eure nächsten 4 Wochen planen mit Konzert. Und ja, fangst du mal an? Ja, in dem Fall, ich fange an mit dem Konzert im Kaufmehl Solothurn. Ist da oben oder unten? Da wäre noch meine Frage. Wie meinst du? Der Weiß nicht. hat das Kaufmehl nicht zwei? Ja. Das hat doch sicher auch grosse und kleine. Also ich weiss, Kiff hat es Ich habe gemeint, das Kaufmehl hat es. komplett gesetzt, Dynamo hat es, dann muss es wahrscheinlich Kaufmann auch haben. Nein, Kaufmehl hat, glaube ich, keins. I don't know. Anyway, im Kaufmehl am 3. Juni, also morgen, übermorgen. Nein, morgen, wenn Morgen. kommt, ja. Deco Evolution, Eat Me Fresh, Life Crusher und Eurydice. Ja, ich kann auch 2 von 4 Logos habe ich nicht können lesen, habe ich mir irgendwo suchen. Aber ja, eben, Was ist jetzt Black Metal oder HC? alles HC vermutlich. Haben die auch schon angefangen mit dem? Was? Haben HC-Bands auch schon angefangen, dass wir ihre unverständliche Logos machen. Voll. Haben wir überhaupt die Convolution EP noch erwähnt? Ich glaube, wir haben noch nicht über die wir haben Du hast einen Post gemacht. irgendetwas habe ich gemacht, ich weiß nur nicht mehr was genau. Auf jeden Fall habe ich gesagt, oder ich habe kommentiert, irgendetwas habe ich gemacht. Auf jeden Fall habe ich auf dem neuen Album von Deconvolution geschrieben. Ja. Es tönt so, wie wenn Black Sabbath eine Hardcore-Band wäre und es ist geil. Ich finde es auch sehr cool. Was ich nicht so verstanden habe. Also, sagen wir so. Ich distanziere mich heute von allem, was der Ricky sagt. Was ich nicht so verstanden habe, aber das ist mich, weil ich halt so ein HC-Dude bin, ist, wie viel Reverb die Box haben. Vermutlich, was ich vermute, ist so wie eine stilistische Entscheidung gewesen, um vielleicht bei der Classic HC-Sound zu tönen. Aber eben, da ich nicht ein Kenner bin, so wie, ich habe einfach gedacht, so, holy fucking shit, so wie halt. Aber ist geil, also es ist gut. Musik ist geil. Sehr cool gemacht, Jungs. Weiter so. Voll. Dann, diesmal habe ich mal ein Konzert mitgenommen, wo nicht in der deutschsprachigen Schweiz ist. C'est pour le Romandie. Genau. Und das Konzert ist in Labille. Labil? Je ne sais In pas. Les Sarras. Sarras? La Sarah. La Sarra. Mais je ne sais Labille. pas. C'est also un poquito español. Genau. C'est Labille dann La Sarra. Das ist irgendwo, keine Ahnung. Welches ist jetzt der Ort und welches ist der Club? Der Club ist Labille oder Labille Ja. und La Sarra ist der Ort. Ich habe es sogar googelt. Es hat kein EG auf dem E, also ich glaube wirklich nur Labil. Labille, Oui. ja. Labille in La Sarra ist, glaube ich, irgendwo
Ich würde sagen, französisch sprechende Schweiz. Definitiv. Aber das spielen 3 coole Bands. Einerseits Henry B, sehr gutes Metalcore aus Romandie. Polen, die haben damals, oder sind aus der Band entstanden, Make Me a Donut. Was Make Me Donut gibt es nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es nicht mehr gibt, aber ich weiß, ich glaube, der Drummer von dort ist bei Polen. Macht also Gent, so sehr interessante Gent. Und Lascal, wo, glaube ich, der Extreme Music Switzerland Battle of Bands gewonnen hat vor kurzem. Also ich habe gesehen, sie haben mit dem dann Liste zerstört. Das habe ich gesehen. Ja gut, du hast dir auch nicht allzu viel Mühe gegeben, das zu pushen, wenn wir ehrlich sind. Ja, Da hat sich einer von uns zwei wesentlich mehr Mühe gegeben wie ja. du. Du hast bei der ersten Runde hast du es gepostet, nachher hast du es gewonnen, aber nachher hast du nicht mehr gepostet. Ja, nachher habe ich es nicht mehr gesehen. Das ist schon nicht so wichtig. Ich meine, es sind nicht so viele Leute, die den Milan List hören. Könnt ihr hören, wenn ihr gerne Melodeath Made in der Schweiz hört. Ja, eben, und das ist eben am 3.6., also jetzt morgen, wenn der Podcast rauskommt. Falls ihr bis dort fahren wollt, ist wahrscheinlich nicht so weit weg, ist Schweiz. Die Schweiz ist klein. Ja, je nachdem, wo du wohnst. Wenn du in Bern wohnst, ist es wahrscheinlich ziemlich nah. Außer es ist irgendwo im Wallis hin, dann kommst du nicht hin. Aber Nein, aber ich glaube, es ist so wie ein Craft Beer Laden. Oder ich so. google jetzt, wo La Saras ist. Mhm. Das ist ich sage, es ist in der Lausanne. Nähe von Freiburg. Von Lausanne habe ich das Gefühl. Es have the Gefühl. Es ist komplett am Weil ich Arsch. habe sie in der Karte gesehen und ich sehe keine Stadt in der Nähe. Es ist komplett am Arsch. Es ist irgendwo. Das ist also, in- ich glaube, so 2 Stunden verlassen, oder 1 Stunde verlassen entfernt oder so. Es ist neben Yverdon. Es ist zwischen Yverdon und Lausanne. Ja, eben, es ist Also es ist doch ein rechtes Stück weg von Ja. der Deutschschweiz. voll. Ja, Aber falls sie dort in der Nähe sind und wollen, Verwandte besuchen, gehen wir das Konzert schauen. ja, Sehr oder cool. falls ihr einfach die Bands geil findet, Ja. gönnt. Ich meine, Henry bisschen shit. Wir haben mit einer anderen Runde gespielt. Das stimmt. Mhm. Easy. Ja, und das nächste Konzert ist, ist Fear Lab, Sons of Coherence und Radio Strange. Free Entry in der Mhm. Turbinenbar in Winterthur. Yes. Einziges Problem ist, wenn ihr das Konzert schauen aber ihr seid am Greenfield, auch wird es schwierig. Geht's nicht? Weil dann es geht schon, musst Ja, einfach ja. halt vom Greenfield auf Winti und wieder zurück. Ja, voll. Ja. Ja, aber das ist gut. Das heisst, alle, die nicht am Details. Greenfield sind, das sind sowieso so wenig Leute, dass die Turbinenbahn nachher voll ist. Von dem her, alle, die nicht am Greenfield sind, sollen an das Konzert gehen, am Mhm. 10.06. und Fear Lab schauen, weil, wenn ihr richtig zugelassen habt voran, Fear Lab ist die Band, die perfekt mit Eversis zusammenpasst. Und ich habe gehört von Ricky, dass er sie einmal noch live sehen will. Es ist wirklich, es hat so Parkway Drive Vibes gehabt bei den gewissen Sachen. Ja. Ich bin wirklich da gestanden, so nice. Und ich bin nicht am Greenfield, also eventuell bin ich dort auch dabei. Ich weiß, es sind coole Bands, die da spielen. Sons of Korea habe ich eben schon lange geschaut. Ey, die sind brutal, Junge. aber- Die sind auch fucking sick, Alter. Wir haben ja eine Woche vor, wir haben ja zuerst mit Sons of Coherence gespielt und nachher eine Woche später mit Fear Lab. Alter, Oh. die sind auch einfach, Sanchi, seine Vocals sind einfach sick. Der Yannick ist so ein YOLO-Schlagzeuger, wo einfach so, wenn du so mit dem, wenn du so machst, dann spielt er nachher die ganze Strophe, anstatt so, wie er sie eigentlich spielt, macht er dann so Ja, also, und du, wo das angezettelt hast, bist so ein Arschloch und hast dich einfach umgedreht und mit deiner Kollegin geschnurrt und es nicht mitbekommen. Sorry, Yannick, tut mir leid. aber ja, vielleicht bin ich dort. Es sieht cool aus. Free Entry. Turbinenbar ist vor allem absolut geil. Dort haben Ja. wir mit Eversis und Todsünde mal gespielt während der Musikfestwoche. Die Schuppe ist geil. Dort hast du eine Bühne und es ist einfach Fenster. Hinter dir hat es ein Fenster und rechts von dir hat es ein Fenster. Das heisst, du kannst effektiv rausschauen während dem Konzert. Ich bin rausgelaufen. Ich muss mal auf dem Instagram-Account von Eversis ein bisschen abscrollen. Es gibt Fotos, wie ich außerhalb von der Bar auf einem Tisch stehen und mit dem Butch, der innerhalb von der Bar quasi sich uns so anschaut. Also er ist innen an der Bar, schaut aus dem Fenster raus und ich bin außen an der Bar und schaue ins Fenster rein und wir spielen so das Konzert und alle, die draußen waren, haben nicht gecheckt, was abgeht. Das ist fucking funny gewesen. Alright. Ja, no, es sieht cool aus. Falls ihr nicht am Greenfield sind, könnt ihr hin. Und vielleicht sehen wir uns heute. Voll. Nachher, wir haben das schon mal erwähnt, aber ich habe vergessen, dass es jetzt ist. Stimmt, das ist ja schon über... Oh fuck, ja. Und es ist so, es ist am Mittwoch, der 14. Juni, also gerade in 2 Wochen. Und es ist ein heftiger Line-Up von internationalen Bands, aber es gibt auch Schweizer Bands dort, und zwar 2. Also es ist ein Lautfest im Extra Zürich am Mittwoch, 14. Juni. Und da spielen unter anderem Ginger, Haken,
Born of Osiris. What? Ja, Born of Osiris. The Warning. Yeah! Kann ich nicht. Das ist die Band, die ich dir immer schicke. Von Brasil. Das ist die Band von Brasilien, wo alle immer den 12-jährigen Bassisten auf den Arsch schauen. Alright. Und nachher spielt 2 sehr coole Schweizer Bands. Okay, warte, ich muss das zuerst aufklären, bevor irgendjemand... Es ist Alright. auf Instagram habe ich die ganze Zeit irgendwelche Fan-Reels von dieser Band bekommen, wo alle auf die hure Bassistin wirklich abgeifern. Und ich habe mir nur das Video geschaut und gedacht, die ist doch sicher noch nicht 18. Es Und ist- nachher, 2 Wochen später, habe ich Reels gesehen, wo dieser Bassistin zum Geburtstag gratuliert worden ist, wo sie 18 geworden ist. Und ich sehe, die Reels sind amigs schon 2-3 Jahre alt. Mhm. Also das heisst, es ist so eine Horde irgendwelche... Ich klassifiziere es als weisse alte Männer, Ja. die einfach einer 16-jährigen Brasilianerin, die halt in einer Rockband spielt, einfach quasi auf den Arsch schauen die ganze Zeit und so tun, als ob sie die Musik interessiert. Musik ist aber geil. Ja, es ist eine Band, die angefangen hat, als die, ich glaube, die 3 Schwestern Mhm. sehr jung sind und ein bisschen weird, wenn alle Dinge kommentieren und so. Ja, es ist ein bisschen cringy. Es ist so... ein bisschen strange, aber hey, look, die sind jetzt erwachsen, machen gute Musik. Jetzt dürfen wir. Und Jetzt ist es nicht mehr cringy. Nein, aber- Jetzt dürfen wir schreiben, dass sie den besten Body hat zum Bass spielen. Nein, aber ja, also, ja, da bin ich gespannt. Und er spielt 2 sehr, sehr coole Schweizer Bands. Einerseits Wirwum, wo ich würde Tech Death Metal nennen, weil es ist nicht ganz Tech, aber es ist einfach keine Death Metal. Also sehr empfehlenswert. Und die Jungs und Mädels mit die primitivsten Breakdowns, Expello. Die Metalcore-Band, wo Whiteout den Rang als meine Favorite Schweizer Metalcore-Band abgelaufen hat. Ja. Nein, nicht meine Favorite, als die beste Schweizer Metalcore-Band. Mhm. Weil meine Favorite Schweizer Metalcore-Band ist immer noch Whiteout. Expello ist die beste Schweizer Metalcore-Band. Breakdown of Sanity Mhm. ist die Schweizer Metalcore-Band. Und Act of Treason ist einfach Black and Metalcore, darum nehme ich sie aus dem Ganzen raus. Und Niki, wir kommen mal zu euch im Program Invaders. Ja, Do not worry. das stimmt, ja, das kommt noch. Wir haben einfach kommt keine noch. Zeit. Ich schwör's dir, ich habe meinen Terminkalender angeschaut. Das kommt vor 2044 nicht mehr zustande. So schwierig, Termin zu finden. Aber ja, das ist der Loudfest. X Zürich, 14. Juni. Es wird cool. Ihr könnt übrigens bis morgen könnt ihr Also bis heute. einen Post sharen. Nein, bis morgen. Ja, einen bis Termin heute. nein, bis morgen, bis am Samstag. Ah, Ein Post sorry. sharen, wo wir jetzt die Story geshared Ich habe eben nur die Story gesehen und darum gemeint, es ist eine Story. Voll, zum Tickets gewinnen, bis am 3.6. Also gut, eigentlich noch heute, wenn der Podcast hört. Könnt ihr das noch sharen und eventuell Tickets gewinnen. Voll, Mach jetzt, weil, Mhm. weil Expello genau. Wieso nicht? und Wirwum und The Ja. Warning, die anderen Bands sind egal, aber Du darfst die drei ruhig- sind's. du- Follow das, wenn Born of Osiris Follow the Sign spielt, ich werde fucking nuts halten. ja, okay. Follow das. Das ist schon geil. Alright. Das ist einfach nicht meins, es ist zu technisch. Es ist, es ist mir zu kompliziert. Der nächste. Es hat mehr als 3 gehört und keiner schreit gegen den Staat. Ich verstehe es nicht. Gut, Born of Osiris sind die tatsächlich die Sweeps einfach gebracht haben. Alle haben nachher nachgemacht. Aber egal. Ja, ich wollte nicht eine Band schauen, wo ich dort stehe und denke, so, ich werde nie so gut Ja. können Gitarre spielen. Ich schaue lieber Es Punkbands, ist, weil dort weiss ich bin besser als der es ist Gitarrist. deprimierend. Aber der nächste ist eben der, den ich dir gesagt habe, der Line-Up sieht hure crazy aus. Ja. Ja, dann erzähl mal. Es ist Metal Apocalypse und ich gebe dir jetzt ein Smile. Genau. Ich gebe dir das Line-Up ins Maul. Es ist Metal Apocalypse in Mundwerk Oerlikon am Samstag, den 17. Juni. Und da spielt einerseits Alive for Redemption, Polar Shift, Thorn und Shieldbreaker. Wenn Damn. also du auf Breakdown stehst, Brudi, oder Schwester, keine Ahnung, Brudi, Schwester. Brudi oder Sis, dann gehst du unbedingt... Aber das war jetzt voll nicht inklusiv gewesen, wenn wir noch Okay, etwas Bruder, Drittes Sis herausfinden. oder... Briss. oder... Briss. alright. Brüster. Der Schwuder. Ich wollte Ja, inklusiv ist gut, sein. wir müssen ja, das canceln. Wir müssen das Alright. rausschneiden. Nein, also ich wollte inklusiv sein. Also, Brudis, Schwester und alle anderen, die wir lieben. Das hast du schön gesagt. Ja, also eben, ich wollte niemandem respektlos sein. Deswegen, wenn ihr auf Breakdowns steht, und ich weiß, viele von euch stehen auf Breakdowns,
dann kommt unbedingt am Metal Apocalypse in Oerlikon im Mundwerk. Bist du mal dort gewesen? Ja, im Mundwerk habe ich schon zweimal gespielt. Geil. Das ist eine recht geile Location. Es ist klein. Ist nicht am Bahnhof? Nein, es ist in der Nähe vom Hallenstadion. Ja, es ist in der Nähe Aha, vom ja. Bahnhof. Kannst laufen. Es ist etwa 5 Minuten. Das ist ganz okay. Es ist in der Nähe vom Hallenstadion, in der Nähe vom Alright. Bahnhof. Hat etwa 100 Leute Platz. Damn, Richtig gut. alright, Bar cool. ist top. Die Mhm. Dudes, die an unserem Konzert in Kloten waren, die dort organisiert haben, die arbeiten dort an der Bar. Das ist so ein bisschen, glaube ich, der gleiche Verein. Das ist super. Wirklich, die Bar-Crew dort ist top. Die Crew dort ist top. Uns ist ein fettes Line-Up. Also ich muss sagen, von der neuen Generation von neu und ich meine, ich denke immer noch neu ist 2014, weißt du. Aber auch von der neuen Generation von Metalcore-Bands in Zürcher oder in der Metalcore-Szene allgemein. Hey, meinst du, so 20-jährige Metalcore-Bands hören unseren Podcast und haben das Gefühl, wir sagen so cringe und alt? Und denken sich so, fickt euer Boomer, wir werden nie mit euch spielen. Ey, es wäre cool, wenn wir die Zuhörer erreichen. Aber ich glaube weniger. Ich glaube es auch nicht. Ich sehe, wer und was für ein Alter uns lost. Die grösste Gruppe ist zwischen 28 und 34. Das ist unsere Nummer 1 Zielgruppe. Lass mich raten, Männer. Es ist so, 85% Männer Ah, habe ich gewusst. und etwa 13% Frauen. Und der Rest ist nicht defined. Also, ich glaube, wir sind sehr inklusiv. Voll. Non-binäre haben wir auch im Fall. Wir Kann auch sind sehen. sehr inklusiv. Ja, also, das ist, ja, also, jein. Also, jein. Also, das Ding ist, das ist eh so etwas, wo ich mir so denke, ja, weißt du, wie, wenn du im Geschäft quasi einen Award bekommst, dass deine Firma inklusiv ist, dann musst du ja mal zählt haben, wer was ist. Aber indem dass du zählst, wer was ist, bist du eigentlich schon wieder am nicht mehr inklusiv sein, Du bist am weil du am Kategorisieren. Kategorisieren Genau. bist. Von dem her, ja, es ist eh egal. Look, Da macht der Büro auf, da macht jetzt ein Fass Das auf, ist- das ich nicht mag trinken. das ist ein Safe Space für alle, die Metal gerne hören. Das ist so. Das ist, Genau. das ist jetzt eben genau. Die Diskussion würde ein Fass aufmachen, wo wir nicht mögen trinken, darum bleiben wir beim Voll. Büchsli. Du hast gerne Nächstes. Breakdowns, kommst mal im Mund verkörlichen. Das ist das Gute an Metalcore. Das ist das Gute an Metalcore und Metal Festivals. Weil egal was du bist, wenn du im Moshpit am falschen Ort stehst, kommst du einfach eins auf die Fresse über. Oh. Egal wer du bist. Das ist einfach immer von einem Glatzkopf geschlagen. Natürlich, Ja. andere Ja, Glatzkopf. es wird dir auch irgendeiner einfach mal auf die Schuhe kotzen, weil er sein Alkohollimit erreicht hat. Ja. Und das ist Im wirklich, das hat Pit. nichts mit dir als Person zu tun. Du bist einfach am falschen Ort Und zur das- falschen Zeit Und gewesen. deswegen stehe ich immer hinten beim Mischer oder wenn es Sitzplatz hat, beim Sitzplatz, weil ich ein faules Auge bin. Ja, du kannst auch hinten beim Mischer stehen, es bringt dir absolut gar nichts, wenn Paleface spielt. Ne? Ja, stimmt, ja. Das stimmt. Everyone's a target dort, Ja. Alter. Als nächstes, oh, das ist auch eine, wo ich sehr gespannt bin. Und Ja, da bin ich wirklich sehr gespannt, weil sie haben erst einen Song draussen und Beide Bands haben einen Song draussen. beide Bands haben einen Song draussen. Das genau. heisst, Es ist am Dienstag, der 20. Juni in wo? Werk 21. Eben, der Neue Ebri. Classic, der neue Every. Und wer spielt alles dort? Wishes Rain. Und, Einerseits, wo ein Single raus haben und in Summerbury spielt. Also ich bin sehr gespannt. aber das heisst ja, dass vielleicht etwas. Das heisst ja, gut, sorry, ja, logisch. Also, sie haben ein Single draussen, aber ich nehme jetzt nicht an, dass sie so. dass sie so dumm sind und einfach Nein. sonst noch nichts gemacht Nein, haben. nein, ich bin sicher, die Jungs haben etwas parat. Und deshalb Muss ja. bin ich gespannt, weil wir würden, weißt du, wahrscheinlich 10%. Stell dir jetzt mal vor. Nein, eben 10% von der Setlist werden wir wahrscheinlich gelost haben. Aber der Rest ist alles ein Mysterium, oder? 10% von der Setlist, du machst einen von 10 Songs. Ja, Alright, das ist nein, recht. vielleicht 50%. 50% wieso? Sie haben von der einen Song Setlist draussen. kennen wir. Der Rest ist ein Mystery. Und wir Brudi, jetzt lass mal zu, deine Rechnung geht nicht auf. Sie haben einen Song draussen. Wenn sie nochmal einen Song rausbringen, bis dann, Mhm. und wir 50% von der Setlist kennen, dann würden sie ja nur 4 Songs spielen. Nein, wie 15? Das war 15 oder 50. Sondern zum Beispiel, Ah, du spielst ja bei 80, 8 Songs, 7 Songs, sorry. oder? Dann ist schon so. Nein, aber eben, es wird, das Ganze ist ein Mystery, wir sind nur einen Song draussen, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, sie spielen keine Defender-Songs, weil das wäre wirklich schade. Ich fände wirklich cool, wenn sie wirklich das Also ich liebe Originals... Defender. Ich auch, aber ich wollte sehen, was Vicious Rain... Ja, aber es wäre auch blöd. sich bringt. Also, das macht ja keinen Nein, Sinn. macht keinen Sinn, macht keinen machen. Sinn. Also, wir sollten weniger Bier saufen und mehr Wirklich, labern. ohne Wir Scheiß. sollten weniger labern und mehr Bier saufen. Einfach irgendetwas. Mhm. Anyway, Vicious Rain, With Heart und Cancel spielen am Und- 20.06. im Werk 21 Zürich. Aber das ist auch das Thema. With Heart haben bis jetzt auch nur einen Song rausgebracht. Weil es ist
der Gitarrist von Silent Circus, Sascha, und der Sänger von Improvement, wo bis jetzt nur einen Song rausgebracht haben. Ich muss sagen, von beiden, Vicious Rain und With Heart, Hits, Alter. Und ich bin sehr gespannt, wie der Rest von der Set aussieht, weil wir kennen es einfach nicht. Die Songs haben die nie live gespielt. Das ist das erste Konzert von Vicious Rain und das erste Konzert von With Heart. Und sie haben auch Support auch Cancel, wo auch eine sehr tighte Band ist. Von dem her, es sieht nach einem sehr, sehr interessanten Abend und Wow. es ist im Weg 21. Cancel ist ein geiler Bandname, aber Cancel Culture wäre jetzt einfach noch ein bisschen ein geilerer Bandname. Vielleicht für ein bisschen halt- Try Hard. Je nachdem, was für Musik machst. Vielleicht in 2018, maybe. Hm. Nein, ich würde jetzt. Nicht. Wie Jetzt Orbit ist Culture? jetzt ist Cancel ein bisschen Culture? ausgelutscht, habe ich das Gefühl. Nein, Meinst weiß doch nicht. Also Bandnamen sind doch nie ausgelutscht, außer jetzt Metallica. du? Hat nicht Polar Shift einen Song über Cancel Culture? Ich keine Ahnung, Alter. Ich glaube schon. Aber ja. Was? Ja, ja. Wie heißt der Song nochmal? Aber sie muss mal, ich schicke mal Lyrics. Ja, schick mir den mal. Voll. Ich habe keine Ahnung. Ja, nein. Polar Shift haben sehr interessante Lyrics im Fall, ich muss sagen. Was heisst jetzt interessant? Einfach, Sind das so Boomer-Lyrics oder sind das gute nein, Lyrics? in gedankerregend. Steht einfach, I hate my life und fucking, meine Freundin hat mich verloren, was immer. Okay, also nicht Standard Metalcore. Nein, genau, aber ich find die Jungs von Porsche machen es geil. Aber ich bin sehr gespannt auf die Bands, die das spielen. Vicious Rain, With Sorry, Heart, nein, ich muss zurück. Cancel Ja. ist der bessere Bandname als Cancel Culture. Ja, ich finde es auch. Cancel ist einfach, das ist so wie Spite. Ist einfach ein Wort, ist hässig, Und geht in Cancel die Fresse. sind coole Sicher. Ich habe mal einen Bini von denen gehabt, ich habe es verloren, leider. Aber ja. Nein, Story of my life, ich habe schon so viele Beanies verloren. Alter. ohne Scheiß. Eben, es ist am Dienstag. Ich hoffe, ich habe nicht keine Schule. Weil dann bin ich dort. Sonst bist du halt einfach krank. Ja, Erwachsene Ausbildung, ich kann einfach nicht gehen. Ja, du kannst auch, stimmt, du musst einfach krank sein, du kannst einfach sagen, sorry, ich bin muss- nicht dumm. In der Schule muss ich, glaube 70% Abwesenheit haben. Ja, bist mehr, ja, dann ist ja gut, dann kannst du Ja. chillen. Solange Kannst ich gute 7 Mal Noten von schreibe, ist 10 alles Mal gut. gehen, Ja. Alter, alles Ja. gut. Ja, dann, nächstens. Her Name was Claire. Mhm. Kennen wir, finden wir Ja. gut. Spielt am 23. oder 24. Mhm. Juni am Quellrock Open Air in Bad Ragaz. Ist, glaube ich, ein cooles Open Air. Es ist also ich habe den Line-Up gesehen, wir sind so bekannte Bands, also das ist geil. Ja. Das ist sick, ja. Dort hat aber auch schon Dings, ich glaube, dort hat er schon, keine Ahnung, wer das ist. Ich glaube, Donuts haben dort schon gespielt. Kann das sein? Maybe, also eben, ich habe den Line-Up gesehen, sehr grosse internationale Headliners. Sehr cool, dass sie ins Rollette haben. Ich weiß aber nicht, ob am 20. oder 24. spielen. Bin ich ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, aber wenn ihr Her Name was Claire cool findet und sowieso als Festival geht, findet ihr das sowieso raus. Und ich muss sagen, Harry Clear. Ja, Donuts haben 2015 alright. am Quellrock Open Air gespielt. Harry Clear sind einfach Single nach Single rausbringen und jede tönt besser als der vorherige. Also es ist wirklich sehr cool. Ich bin sehr gespannt, was sie in Zukunft bringen. Ja, können wir mal abchecken. Voll. Und dann kommen wir zum letzten Konzert von Juni. Wir haben noch einige von Juli, aber ich glaube, Ich mag nicht mehr. machen mit wir die Konzert nächstes Mal. Genau, wir müssen jetzt Musiker Tinder spielen nachher. Genau. Und der nächste ist My Last Hour, With One Word und Wavecut. Also alles eigentlich im Core-Bereich. Am 24. Juni, also jetzt in 3 Wochen. Also entweder folgen uns nur Core-Bands oder es gibt nur Core-Bands. Ich glaube, im deutschsprachigen Raum haben wir recht einen grossen Anteil an Core-Bands. Das ist halt einfach Imperican schuld dran. Und Breaking Sanity. Oh, ja. Ja, eben Imperican. Stimmt, Imperial und Breaking Sanity gehen irgendwie Hand in Hand. Ja, aber ja, es ist cool. 24. Juni in Palazzo Chur. Ich bin leider noch nie in Palazzo Chur gewesen. Es ist anscheinend geil, es hat anscheinend eine Eben. Kegelbahn. Ich hör immer wieder von der Location, aber ich bin noch nie Hey, gewesen. weißt du, was wir sollten machen? Wir sollten im Palazzo spielen. Unbedingt. Hey, Palazzo Chur, taggen wir einfach Palazzo Chur da Voll. und sagen, sie sollen uns buchen. Unbedingt. Weil die eine Band hat am Imperican Festival gespielt und die andere Band hat einen davon einen Podcast mit dem Dude, der im Imperican Festival gespielt hat. Und spielt auch eine sehr coole No-Metal-Band. Also. Ja, aber das ist sekundär. Sounds like a Das plan. ist sekundär. Nehmen wir noch irgendetwas Grosses mit? Machen wir irgendwann Metal Server. Aber Expello macht sicher auch mit. Ja, sicher. Das ist einfach, look, ich muss sagen, meistens von den Core-Bands in sind einfach cool und würden einfach alles mitmachen, was nach Spaß tönt. Wo wir nachher ein paar Bier zusammen trinken und einfach. Ich glaube, das ist lustige einfach, Zeit du musst haben. einfach mit Bier-Dings. Was machst du jetzt schon wieder? Hey? Das Problem ist, ich bin immer der Fahrer und ich Bier trinken. Ich brauche einfach jemand andere Band, die nachher fährt. Du musst einfach mal erwachsen sein und ein Hotel buchen. Das hat ein good point, aber nachher schlafe ich mit dem Rack von der Band.
Aber das ist ein guter Ja, Punkt. du musst halt nicht ficken. Guter Punkt. Ja. Du dich einfach mit Ja, dem aber Rack es hat halt so kuscheln. viele Inputs. Und Outputs. Ist gut, ich gehe jetzt mal weiter zum Cheers. Musiker-Tinder. Ich ziehe das jetzt einfach schnell durch. Yes. Warte, lass mal die Musik laufen. Ja, mach doch mal die Musik, ich rede. Geil. So, wir kommen. Schon länger seit wir Musiker gemacht haben, oder? Jawohl, das ist so. Und das Ding ist jetzt einfach, dass ich das nochmal gesagt habe, weil der Ricky vorher nicht aufgenommen hat und er das blöde Sample gesucht hat. Ja. Wir haben in letzter Zeit mega viel Kompliment bekommen, dass unser Podcast am Anfang völlig chaotisch war, aber irgendwann haben wir uns gefangen. Ja. Episode 15 ist der Gegenbeweis, wir haben uns gar nicht gefangen. Es liegt einfach daran, dass wir einfach müde waren und früh heim haben wollen. Und jetzt haben wir früher angefangen, haben viel Zeit gehabt und darum sind wir immer noch dran. Aber es ist irgendwie auch so, sobald es warm wird, hast du einfach Lust, Bier zu trinken. Am Balkon und so. Und dann habe ich gefunden, hey, Ja, und darum hocken wir, bringst du mal ein Bierli? jetzt in deinem Studio, wo es 44 Grad ist. mit dem geschlossenen Fenster, dass wir bessere Audioqualität haben. Ja, Kraftclub, nehmt euch mal ein Beispiel an uns. Unser Staff kommt, auch wenn es 44 Grad im Studio ist. Aber ja, ich habe den Witz nicht verstanden. Aber Ja, es gibt im einen Song von Kraftclub gibt es ein Dings, gibt's eine Line, wo so der eine fragt so, wann kommt das Album dieses Jahr? Und dann kommt die Antwort so, wir glauben nicht, denn im Studio sind 44 Grad. Das ist schon gut. Ja, Aber ja. Musiker Tinder. Musiker Tinder. Endlich wieder mal nach langer Zeit. Oh, ja. Willst du, soll ich? Ich fange sonst mal an. Das klingt gut. Und zwar Arcane. Die machen jetzt eine coole Melodeath/Core von Chur. Ich glaube immer noch, wir haben mit Arcane zusammengespielt. Ich bin mir nur nicht mehr sicher. Wahrscheinlich. Also ich habe mal Samples wieder nicht gemacht, vor 4 Jahren oder so. Arcane, ich glaube, mit denen haben wir zusammengespielt. Die machen sehr, sehr hochqualitative Musik. Ich muss sagen, Ja, mit denen haben wir gespielt. sehr gute Musik. Und die suchen den Bassist. Also falls du ein Bassist bist und in eine sehr coole, ich würde mal Melodeath Core sagen, Ja. Band spielen, dann melde ich an bei Arcane, eben in Region Chur. Weißt ich meine, wenn du in Zürich wohnst, dann sind es nur was, 2 Stunden? 1 Stunde. Alright, 1 Stunde, ist nicht so schlimm. Und so ein bisschen Bass spielen, ich meine, Also wenn du in Zürich wohnst und es in Chur ist, dann ist es 1 Mhm. Stunde. Sonst hast du... ja, ich bin nicht sicher, wo in Region Chur sind. Aber coole Musik, unbedingt abchecken, machen gerne Scheiß. Und ich suche einen Bassist. Und Bass, ganz ehrlich, ist nicht so schwierig. Also, Ja, spielst mal ein bisschen 000. Jappa, da müssen wir jetzt gar nicht... Nein. Also Bassisten gibt es einfach keine. Niemand hat einen Bassist. Das sind alles Gitarristen, die Bass gelernt haben. Mhm. Und, ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, seit ich angefangen habe Bass zu spielen, muss ich sagen, Bass ist viel schwieriger. Also, wenn du gut können Gitarre spielen ist es schwierig. Ja. Wenn du gut können Bass spielen ist es aber Schwierig. schwieriger wie Gitarre. Also Ja. du bist beim Bass bist du schneller dabei, Mhm, aber um das Instrument richtig beherrschen, Alter, ey, das ist viel genau. komplexer wie Einfach Gitarre. zum Mitmachen kannst du ziemlich schnell erreichen. Aber nachher, wenn du eigene Sachen Wenn du nachher eine coole richtig- Sachen machen Ja, wenn du ein richtig guter Bassist sein geht es auch lang. und wenn du nachher wie heißt das, was Red Hot Chili Peppers machen? Slappa die Bassa. Slap the Bass, dann ist schon das Next Level. Ja, Aber nicht nur das, nicht einmal das, einfach wenn du generell. einfach willst, in einer Band spielen, dann ist Bass der schnellste Weg. Eben, unser Bruder, der Blue Mike, hat auch jetzt angefangen Bass zu spielen. Ich glaube, Arcane wäre für ihn ein bisschen zu challenging, aber in 6 Monaten, maybe. Also, Ich glaube auch dann, weil ich habe schon mit Arcane gespielt. die sind schon sehr technisch. die sind Musst du brutal, sagen. du kannst ja nicht einfach nur mitspielen. Arcane sind schon sehr technisch, also es braucht wirklich den, was ist, wo seinen Scheiß kann. Sie brauchen einen Bassist, nicht einen Gitarrist, der Bass spielt. Absolut. Oder sie brauchen einen Gitarrist, der Bass spielt und es im Griff hat. Aber dann ist er kein Gitarrist mehr, der Bass spielt, dann ist er ein Bassist. Genau, ja, Fair Play. Fair Play. Nächster Musiker Tinder. Janus Christus sucht einen Drummer für eine Beatdown-Band in der Region St. Gallen. Keine Ahnung, ob er das ernst meint, aber wir haben es trotzdem drin. Wenn du Schlagzeuger bist, wenn du auf Beatdown stehst und dem Janus Christus seine Dödelmusik geil findest, Unbedingt. go for it. Fucking go for it. Ich also- wollte Janus Christus Beatdown hören. Also ich hoffe, es stimmt. Ich hoffe es auch. Es wäre so fucking lustig. Und ja, wenn ein Schlagzeug spielst in der Region St. Gallen, willst du mit Janus Christus zusammen Bitte machen, dann Janus Christus kannst du schreiben. Alter, ja. Ich hoffe, er meint es ernst. Ich auch. Stell dir das mal vor. Das wäre so lustig.
Aber so, hebt den, lasst du Wichser, hebt einfach so das. Aber mit Beatdown Breakdance Oder es wird so eine richtig seriöse Beatdown-Band. Glaube ich nicht. Anyway, Blind Ja. Call, suche einen Rhythmusgitarrist. Yes, die Blind machen Call macht. Alternative Rock, Nähe Aarau. Das ist im Kanton Olten, aber Nähe Aarau. Und ja, was sie machen, Okay, das macht sie Sinn. suchen einen Rhythmusgitarrist. Also go abchecken. Von dem Und- her, wenn du ein Bassist bist, der Gitarre gelernt hat. Mhm. Nein, wenn du Gitarre spielst und nicht ein Ego hast wie der Bono, Mhm. weil alle Lead-Gitarristen haben ein Ego wie der Bono, sind wir ehrlich. Leadgitarre ist langweilig. Rhythmusgitarre ist Nummer 1. Rhythmusgitarre ist Leben. Weil was Stark. macht Musik? Der Riffs. Bass und das Schlagzeug. Und Riffs. was ist der Kollege vom Bass und dem Schlagzeug? Riffs. Rhythmusgitarre. Yes. Die Leadgitarre ist wie der Sänger. Die sehen einfach gut aus, haben den Spiegel dabei und finden sich ein bisschen cool im Rampenlicht. Ein bisschen Ja. rum. Und ich meine, Soli sind cool und alles, aber am Schluss Riff ist King. Und so ist es. Jetzt siehst du so alle 100 Lead-Gitarristen, die uns gefolgt sind, einfach so unfollow. Übrigens, willst du mehr Metal Servola hören oder willst du wissen, wenn eine neue Episode rauskommt, dann folg uns doch in Spotify. Wir haben aktuell 99 Followers in Spotify, also wir brauchen nur noch eins, wo uns folgt, dass wir die 100. Marke geknackt haben. Vielen Dank alle, die gehört und gelost haben. Ist einfach geil. Also ich kann es immer noch nicht glauben, dass etwa 100 Leute unseren Scheiß hören. Ich meine, wir sind Ja, vor allem einfach über 100 Leute hören unseren Scheiß regelmäßig. regelmäßig. Es ist nicht Ja. so, dass wir das einfach einmal gemacht haben und jetzt haben es alle gelost. Also ich glaube, Zuhören total sind etwa über 400 im Fall, die mal den Podcast gelost oder gestartet haben. Crazy. Voll. Und mit diesen Worten würde ich jetzt sagen, das war das Wort zum Wochenende gewesen. Was war es? Das Wort zum Wochenende. Also, Weil der genießt Podcast es. kommt am Freitag raus. Ja, also Wenn du das gelost hast, dann darfst du heimgehen. ja, jetzt tue ich Podcast editieren bis am 1. Morgen und dann hörst du es am Freitagmorgen beim Arbeiten. Wenn du das so weit gekommen bist, kannst du deinem Chef sagen, Ricky und Bella haben gesagt, du darfst jetzt heimgehen. Soll er uns anrufen? Brudi. Soll er uns anrufen? Wir sagen ihm, du darfst heimgehen. Yes, geh heim, genieß das Wochenende. Ciao Genau. zusammen. Schönes Wochenende. Ciao.